Stream starten mit nichts passiert. Punkt 20 Uhr ist er da. Pünktlich wie die Deutsche Bahn. Oh, das erste Mal hat jemand geschrieben, 20 Uhr Bierger ist wo? Um wirklich 20 Uhr. Manche Leute schreiben das schon einmal gern 2 Minuten vorher, wo ich mir frage, was habt ihr für ein Uhrgerät beieinander? Da, was haben wir da? Ist die Tröte. Harry! Übrigens, eins Bierger an einem zauberhaften Mittwochabend um 20 Uhr. Wer ist da? Ich bin da. Wer ist noch da? Habe ich an den Kulz an, die Julia an die Dartsmaschine, an die Bertmann, an die Leuchtrauschkugel. An die Steffi B, an den Flugbisser, an die Fanny, an den Mein Mike, an den Marvel Maniac, an den Nummern in Mein Mike einfach, wenn wir es kennen, und an den Steve O'Connor. So, und jetzt sind sie mir mein Chat aufgehängt und er schreibt nichts. Wieso schreibt da keiner was? Ich verstehe die scheiß Frage nicht. Grütze, fix. Das ist übrigens, ich werde unfassbar schnell labern jetzt, weil während dem Spiel, wir haben nicht recht gelabert. Oh, zuhören. Herr Kubala, du warst der Erste, der es triggert hat. Habt ihr das gehört? Ab in den Chat! Moment, jetzt müssen wir schnell seinen Namen lesen, weil ich nicht, dass ich ihn falsch vorlese und ich gebe es zu, ich habe ihn vergessen. An den Mimic! Ich weiß nicht, wie man die ausspricht, ich nenne jetzt einfach Mimic. Ja, habt ihr es gehört? Da haben sie eine Metal-Version gebastelt. Von unserem Mitglieder-Sound, Alter. Brudi! Oh, Twitch scheint nicht zu gehen. Oh, Moment einmal. Leon, merci dir. Zweitens, Schmiedi, merci für den Euro. Das ist ganz, ganz langsam. Die Leute schreiben da was auf Twitch, aber anscheinend bin ich auf Twitch nicht online. Erst einmal Press F in Mimik für diesen geilen Sound, den er uns zusammengebastelt hat und den er mir gegeben hat. So, jetzt mal das erste. Austrian ebenfalls, merci dir, habe die Ehre. So, grüß Gott beieinander, wie schauen wir aus? Jetzt bei so Wacht. Also Twitch scheint nicht zu funktionieren. Twitch ist Put-Put. Ja, warte, pass auf, im Discord hat gerade jemand geschrieben. Für alle, die nicht wissen, was Discord ist, so WhatsApp, da haben wir einen riesen Server, da haben über 7000 Leute drauf, keine Ahnung, Link ist in der Beschreibung. Der Bracy hat gerade geschrieben, pass auf, Twitch-Support, hat getwittert. We are investigating an issue preventing some users from going live. Thanks for your patience. We are continuing to investigate. At this time, the issue is preventing some users from going live and preventing purchases from being completed. Thank you for your reports. Twitch ist kaputt. Müssen halt leider auf YouTube gehen, ist mir ehrlich gesagt lieber. Nope, F5 smashen hilft nicht. Dann wird jemand da jetzt, ich weiß es auch nicht. Herr Rössler, hoppala, das war Kuppel ausgedroschen. Merci für den Entwickeln. Schöne Grüße von der Reha. Gute Besserung da ist. Bussi auf Bornscheim, auf die zweite von links. Da müssen wir noch Double Bass, müssen wir da nur eine haben. So. Das war stark. Herr Donner! Das war der Herr Donner, der wieder mal nicht angezeigt worden ist. Und ich weiß nicht, warum merci für die Mitgliedschaft. Wer hat die 500 Euro gekriegt? Hashtag Österreich. Was für 500 Euro, Alter? Du bist offen. Aldi! Das werden wir uns heute noch mal holen müssen, wirklich. Aldi, merci für die Mitgliedschaft. Nee, gar kein Bock, schreibt der Herr Beck. Auf was? Twitch wo? Und Like nicht vergessen. Schreibt der Foxy. Dann bleiben wir halt hier. Also an alle, ich kann es jetzt sagen, ich kann es auf Twitch auch gar keinen sagen. Das werden es dann schon gesponnen. Sollen wir noch schnell eine Discord-Nachricht aus die Pfeff? Ich glaube schon. Aber so war ist der wir noch schnell. At everyone. Twitch. Squad. Ausrufezeichen. Twitch ist kaputt. Müsst's auf YouTube schauen. Ausrufezeichen. Twitch fängt ein wenig zum Stinger an, muss ich sagen. Warum? Können wir uns nachher vielleicht noch mal kurz unterhalten. So, machen wir das nochmal schnell. Da will sich die Leute auskennen, Nebo. So, mit Followern teilen. Ja, das machen wir. So. Ist das Erika? Das ist eine umgebaute Version von Erika, das ist richtig. Die habe ich erst schon mal umgebaut. Herr Meindl! Herr Martin! Welcome to the Squad, Bussi auf Sussi, merci für die Mitgliedschaft. So! Jetzt bei so was. Ich will Twitch, nicht YouTube. Herr Beck, ja, da kann ich nichts dafür. Twitch stinkt sowieso. Warum können wir uns heute vielleicht sogar noch mal ein bisschen unterhalten? Wie viele Kapitel haben wir noch? Ich glaube 3. Nein, wieso? Jetzt war so lange Ruhe mit goldenen Rahmen. Warum denn? Du hilfst Margot durch Agache Zeit. Aber jetzt war. Danke dafür. Herr Datscheckel, das muss dir eigentlich gar kein Geld nicht kosten. Es ist mir eine Ehre, Schädel nicht hängen lassen.
geht immer vorwärts. One step back, two steps forward. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Jetzt Du können die ja noch host hinten an rein. 50 Affum Klimabonus, warum weil es kau. Das Blöde ist ja, Austrian, ich weiß, dass du das kannst, deswegen sage ich schon nichts mehr. Außer Stop it! Was ist denn, ich weiß ich nicht, das ist der Wohlstandausbruch heute. Es ist immer so am Ende des Monats. Da kommen einfach ein paar, müssen eskalieren mit dem. Herr Austrian, Bussi aufs Nussi. Herr Checkle, Bussi aufs Nussi, Schädel nicht hängen lassen. So schaut's aus. So. Hat der Birger Twitch schon wieder hingemacht? Ja, das war der Squad. Na, jetzt haben wir halt wieder keine Beträge unter zweistellig 20 aufwärts. Was ist denn da wieder los? Herr Staudinger! Habe Doktor RRRRRRRP an alle. Habe Doktor. Herr Staudinger, habe Doktor auch an alle. Merci dir, Alter. Alex, halt merci wieder zu. Servus, Bürger, meinst du, ob man im Takt häkeln kann? Oh, leck, du fragst mich an, die sitzen mir, habe ich gehackelt in Handwerken in der 3. Klasse, Alter. Das ist Zeit her. 300 € Energiebonus gab's. Achso, bei euch in Österreich hat's 500 gegeben, oder? Irgendwie so. Ja, die 300 € hast du nicht gekriegt, du hast du bloß 180 oder so gekriegt. Da kriegst du dann die Steuer frei, weil das war ja wieder 2 verlangt. Da müssen ja was mitverdienen, das ist ja eh klar. Kannst du das im Discord wieder löschen? Ist mir wurscht. Löwenzepp! Merci dir, aber die Zerpimmelung! Metal on, Mühlbauer Pilz. Heute ist ganz furchtbar wichtig, muss ich auftragen, ich werde nicht viel schmerzen, ich muss mich konzentrieren, ich muss 4 zerpimmeln. Dafür habe ich mir gedacht, als kleiner Ausgleich, wir spielen da nicht mit Gewalt, jede Challenge und so weiter. Ich hoffe jetzt einmal, dass wir ungefähr in einer Stunde durch sind oder vielleicht 1,5. Jetzt habe ich kurz lesen müssen, ob das jetzt 1995, 1950 ist, das bist du nicht ganz sauber, Alter. Nein, du musst deine Quote, das ist... Ich weiß schon, was ihr da... Guck mal. Kubala Sepp, wir haben eine Vereinbarung. Dafür darfst du meine Nase von innen hören. Ich habe sauber ins Mikro reingebracht. Herr Kubala Sepp, bitte. Bitte. Ja, das war letzte Saison, verdammte Scheiße. Dann machen wir was. Dann ich sag doch eh schon nichts mehr, weil es euch sowieso wurscht ist. Es ist doch sowieso wurscht! Was ich sag! Offensichtlich! Twitch geht übrigens wieder. Sagt's mal, welcome to the Squitch Squad. Ja, genau. Alter, was soll ich sagen? Traumtänzerin, danke für deine Zwickel, habe ich dir jetzt eine Bimmelung taktvoll, das weiß ich nicht, ob ich das heute habe. Geil, für mehr wieder 1,55 € Nase, Knädelwutzler. Herr Kabala, bitte nicht so übertreiben, bitte. Auf Twitch steht noch Flugsimulator. Grütze, fix nochmal! So schön vorbereitet wie ich am Montag war, so schlecht vorbereitet bin ich heute. Sag ich dir, was es ist. Habe ich da gar nichts geändert oder was? Nein, da habe ich einfach vergessen, das richtige Speier zum Dran. Das war dumm. Das der wir noch schnell. Was bei mir steht, Kategorie Metal Hellsinger. Dann hat es gerade irgendjemand geändert von Wand wieder fleißig. Ich weiß es nicht. Herr Kubala, nochmal, seriously, bitte zusammenreißen, please. Ist okay. Danke. Merci natürlich. Du weißt es eh, was so in sagen. Der Rest, merci. Schuss! Herr Rössler, die 500 € haben steuerfrei bekommen. Ja, Österreich halt. Ich komm jetzt dann. Hat irgendjemand bei euch da hinterm Platz für mich, bitte? Ich hab die Schnauze voll bei unserem Scheißdreck da. 180 €, ja. Herzlichen Glückwunsch, danke, bin gnädig. Ui. Ja, meine Rente kann ich steuerlich absetzen, hat's geheißen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Von 0 kann ich nichts absetzen. Komm jetzt zu uns. Ja, da ich gern. Sag ich dir, was ist. Ich gehe mit nach Österreich. Ja, da soll man alle hin. Da verdient man offensichtlich 4.500 netto im Monat. Für, weiß ich nicht, für da sitzen im Kreis dran. Hui! Ah, nicht dran. Jetzt habe ich wieder einen Greenscreen kaputt gemacht, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Fanny Merci, habe ihre Lieblings-Graufuchs. Hallo, ich habe keine graue Haare, die haben Schwanz weiß. Merci dir. Geil Buffet, habe die Erdl, wie viel Bürgertaler sind 1 €? 1000. Wir könnten eine eigene Kryptowährung machen. Ja, die ist von den Donations gedeckelt. Das ist die stabilste Währung, die da ist. Leute, jetzt chillt seine Knierschein. Es ist jetzt gerade knapp 10 nach, jetzt ist Schluss. So, Twitch geht übrigens mittlerweile. Jawohl, das machen wir auch so. Ich starte schon mal später, müssen wir ein wenig eine Hintergrundmusik haben. Schluss aus jetzt! I-Hope-Eskalation geart? Ihr triggert euch immer gegenseitig.
Das ist, ich weiß auch nicht, was ich da dazu sagen soll. Wir fangen jetzt so. Dragonfly Seriously merci. An alle. Orchkatzel merci für den 5. Habitäre. Jetzt bin ich fast spät, gehe rein ins Viech und zur Pimmelung. Hörst du die Musik im Hintergrund? Ich schalte mich um. Achtung, umgeschaltet wird. Herr Donner! Stinky Cheese! Den haben wir schon lange nicht mehr gehört. Merci dir. So, heute gibt's nur zur Pimmelung. Und dann noch vielleicht ein bisschen am Lädschmerzen, weiß ich nicht. Zum Starten, beliebige Taste drücken. Hab ich schon. Leitschluss, der passt schon. Ja! Es ist so laut. Es ist so laut. Machen wir mal schnell zur Erklärung, machen wir mal schnell so. Musiklautstärke 10%. Okay, cool. Jetzt muss auch Leute chillen. Chillen, Andal, merci für dein Zwickel. Gibt's den Sound auch für uns? Ja. Ja, muss ich noch am Stream machen. Oder morgen im Laufe des Tages. Ich muss einen Mimiker zuerst fragen, ob ich ihn zur Verfügung stellen darf. Ja, es ist ja nicht meines. Nochmal Press F for Respect für den Mimik, für den schönen Mitgliedersound. Der ist pornös. Jetzt pass auf. Es ist so dunkel, ich höre nix. Dieses Spiel, das wir mir heute spielen, ist mir absolut klar, dass da nicht jeder Bock drauf hat. Nicht jeder mag Metal-Musik oder Rockmusik. Ich mag das schon und einige von euch mögen das auch. Dann kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen, normalerweise sind meine Streams nicht so, dass ich relativ wenig... Jetzt seid ihr Ruhe! Mr. Genius! Du bist der Allerbeste, das ist gelungen. Ohne euch, da die da nicht sitzen und da diese Scheiße da machen. Frage ich mich, wer ist jetzt da der Beste? Herr Genius. Bussi aufs Nussi, merci dir. So, Alerts machen wir jetzt aus. Sound, der Alerts ist jetzt aus. Es ist ein Shooter. Da kann ich nicht recht verschmatzen. Erstens, weil die Musik so verfickt laut ist und zweitens, weil ich mich konzentrieren muss, sonst wird's nichts. Die Krux an diesem Spiel ist nämlich im Takt auf die Viecher zum Schießen. Und wenn du es nicht tust, dann, oder wenn du das tust, sagen wir so, dann machst du mehr Schaden und das ist das Ziel des Spiels, ja? Okay. So, damit hätten wir das einmal geklärt. Und dann werden wir die Musiklautstärke, der wir natürlich auf 100%. Ich halte jetzt mein Maul. Ich brauche sowieso ein bisschen, bis ich wieder drin bin. Halt dein Maul einfach, wird schon passen. Gib ihm. Okay, wir haben einen Gehenna. Wir haben, glaube ich, wenn das da unten stimmt, haben wir noch 3 Kapitel und die ballern wir mir halt durch. Danach gibt's Fleischschmerz. Muse auf 800% Zusatzslayer dran. Gehenna, gib ihm. Gehenna, Sünde hier, deine fette Mama, Alter. Interessiert mich nicht. So, die besten Waffen. Die besten Waffen waren auf alle Fälle Schrotflinten und die 2 Pistolen. Alles andere kannst du mir mal am Arsch lecken. Hölle betreten. Wir spielen auf mittelmäßigem Schwierigkeitsgrad. Ja, ich bin zwar Pro-Gamer, aber müssen wir uns auch nicht aufhaxen. Herr Kabala, Liken nicht vergessen. Das ist immer schön, wenn ihr mir das erstens per Donations sagt und zweitens die Leute so mitkriegen, wenn sie wieder vergisst. Smash den Like-Button, du weißt, bevor du gehst am besten. So, schauen wir mal. Wollen wir hier warm machen? So, ja, Pro-Gamer-mäßig. Ja. Eigentlich müsste ich mir so ein kleiner Gym da herbauen, wo wir vorher ein bisschen trainieren. 100 Hands laut! Da musst du deinen Sound ein wenig runtertreiben. Das ist mein Problem, Alter. Los geht's! Schluss aus jetzt! Also, die Krux dabei ist, im Takt auf die 4 zum Schießen und je besser das ist und dauerhafter das geht, desto massiver wird Musik. That's the game. That's the point. That's the goal of the game. Okay? Und natürlich nicht stehen. I was not looking forward to meeting any of Heaven's reps. Los geht's. Schnitzeln im Takt, Leute! Unknown didn't seem worried. Sagen wir übrigens mir. Me? Yeah. Wir haben einen Namenlose. 100 viel zu leise. Bräundl wenigstens einer mit Ahnung. So, da haben wir. Hey, haben wir das nicht letztes Mal schon? Haben wir das nicht letztes Mal schon? Ja, gut, zum Warm werden schon. Also. Crazy the judge would call on Heaven, right? Vows him hells to Marshall and she turns to the desperate. Ja, da brauche ich ein bisschen, bis ich da wieder drin bin. Kriegen wir schon. So, gib ihn.
did its sanctimonious heavenly Avenger thing. Demons and angels on the same Da side. waren wir doch schon. It was awkward. Da waren wir doch schon. Egal. Wird aber nicht langweilig. Ja, dann waren wir halt da schon in der Miebel. Unknown leaves the angels and demons dead behind. Easy, easy, easy.
angels and us. No, sir. I did get the sense they were even more Guck mal, die ist da depressed unter being das here Ding. than us. Gott sei Dank, Mann, gibt's ne Pumpgun? Oh. Wollen wir doch auch schon! Ist mir scheißegal, ich zerpimmel euch alle! Yeah, Judge was desperate. Zerpimmelung! Ja, geht schon. Brauche ich ein bisschen, bis ich wieder da drin bin. Nein, das kriegen wir schon. Den Boss haben wir doch auch schon gemacht. Oder nicht? Der ist ein Wurscht zum Warmspeien. Moschpil, wie sie abtrennt. Der Moschpil geht jetzt erst gerade los. Ich weiß nicht mehr so genau, was er kann.
zerpimmelt worden, ja, dabei kurz, unaufmerksam, das kann mal passieren. Gegen den Schildmonger ist das Schwert besser, finde ich. Ich weiß, es muss ja irgendein Konter für das geben, oder muss man einfach da rechts vorbeischießen auf sein Schädel? Weiß nicht. Der hat mir das Speck gekostet. Fortsetzen, da schau ich gar nicht nach. Das haben wir schon mal gespielt. Geh hin, hau ab mit deinem Scheiß. Da, Nihil, da rein müssen. Gib ihm! Den Gepanzerten mit dem Schwert. Okay, das muss er mir passen. Das haben sie wahrscheinlich letzte Woche gesagt, habe ich vergessen. Achtung, Storytime. So there we were. Angels coming down and shaking Ich brauch die loose Schüsse something aber, big damit in ich my im mind. Takt bleib, Kinder. Kann ich nicht leiser machen. What were flashes before had become a whole damn memory. Rushing in, bright as fire. Spiel überhaupt die Story. Hat irgendjemand aufgepasst letzte Woche? Ich nicht. Now I silence you, lost soul. Aber jetzt wagt wir nähern uns dem Endboss. Music belongs to me and me alone. Herr Wulfric, by the way, merci für die Mitgliedschaft. Herr Kubala nochmal merci für den Zwickgelobe, wenn ich irgendjemand übersehen habe. As long as I rule. Thing is, something was off. I mean, Judge said everything, but it just didn't sit right. Vor eine Zerpimmelung. Absolutäre Zerpimmelung. No, I do not fear the prophet. Den Gepanzerten mit dem Schwert schreibt da der Thomas. Werde ich ausprobieren. Ich hoffe, dass ich droh denk. Ich vergiss sowieso über die Hälfte. Ich schieße mal bloß mit die 2 Kanonen. But for the sake of the hells, I will believe you. I would believe you. Lend me your aid. Du hast and Story I will letzte Woche put this übersprungen. upstart in her place. Hey, Teppich auf, In einkehren. the name of the hells, I subject myself to dissolution. Die China-Animationen schauen wir uns schon dazwischen. Ja, das ist China Auflockerung der sonst sehr wütenden Soundkulisse. Da, jetzt müssen wir mal mit zusammenreißen. Das ist ein Wahnsinn. Back Sterben. then, my mind was Geht still gar nicht. too foggy to see what was happening with Heaven and the Judge. But what with the angels showing up, that story about some character known as the Hellsinger defeating an archangel didn't seem so crazy to anybody anymore. Das ist so ein typisch Spiel, ganz ehrlich, da interessiert mich. Mr. Punisher! Welcome to the squad! Pass auf, du kriegst die Tröte. Bussi aufs Nussi ab. Bei den Chat habe ich die Ehre an den Punisher und habe die Ehre an den Wulfric. Wenn er mitmacht, schlägt seine kleine Schwester. Weißt du selber, was es ist. So. Kleine Anmerkung: Diese Musik gibt es nur auf YouTube zum Anhören, wer sich das so anhören mag. Und die Lieder wurden extra für das Spiel gemacht. Das heißt, ich kann auch nicht gestrikt werden und so. Außerdem fällt es im Nachhinein natürlich ein, was ein absoluter Bullshit-Move war. So, Kinder! Wo haben wir jetzt? Oh, Schneelevel. Schneelevel habe ich schon übergehasst. Have Schneelevel mercy. und Unterwasserlevel. We were in for it here. Kotz! Schlägt seine kleine Schwester intakt. Korrekt, Herr Dampfler. So, jetzt gib ihm. Zurück, kleiner Kopfnicken. Oh, der Beat wird schon immer schneller, gell? So ist es nicht. Thing is, we really didn't know what we were up against in Negan. Gib ihm!
Was war jetzt das gerade, wie er ihn so zurückgehauen hat? Hast du das jetzt gerade gesehen? Ich hab schon gemerkt jetzt mit dem Schwert, das war jetzt Absicht, weil ich gerade gesehen habe, dass er ihn so umgehauen hat und dann kommen wir drauf, wann passiert das? Wenn man 2-3 Mal direkt im 100% Takt aufs Schüttel trifft. Das darf mich jetzt interessieren. Oder Brian, ich weiß gerade nicht, was ein Schwert ist. What was disillusion anyway? Was war das jetzt? Von dir wird umgehen, will ich aus. No one expected her to make it so far.
Ich möchte mal kurz anmerken, dass mit dem Schwert da draufhauen im Takt vollkommen behindert ist, weil das ein bisschen nachhängt, wenn du druckst. Kann ich nicht. Mag ich nicht. Am Arsch ist das ein Hurensohn. Ich hab immer schon gemerkt, ich muss mich ein bisschen konzentrieren können, weil sonst ist es gleich vorbei. Dann kommt der Headbang mit die Ohren. Was soll ich noch jetzt machen? Ich muss aufpassen da, Kinder. Laws of hell. Whatever the judge had done, Aber they jetzt were war getting Boss sein. twisted. Neil will be destroyed for nothing. No, not if I stand against you. You shall be lost into time and space. Unangenehm wird der wahrscheinlich. Hab ich so das Gefühl. Es sind zwei! Weren't the unknown's best job, but she'd get it next time. Was? Was war denn das jetzt? Das zäh fast nicht als doof. Was war zur Hölle war das? Einer war hinter... Ach, die haben zu zweit hinter... Okay. Ja, muss man als doof sein lassen. Fang an! Aber die Ehre! Hashtag Verlängerung! Merci dir. Merci dir. So, nochmal wieder aufstehen lassen. Das kann ich so nicht stehen lassen.
He was Alter, just getting warmed up. Was passiert denn da? Was zur Hölle? Ja, warum kriegt da keiner mehr Schaden? Was ist das denn Bullshit? Ich hab die ganze Zeit geschaut, ob man irgendwie erkennt, wer der Richtige ist. Die haben alle verschiedene Köpfe und irgendwie komisch. Also leckt mich bloß am Arsch, Alter. Das war knapp. Also Level kaputt sterben lassen wir uns nicht. So weit kommt's noch, Alter. Aber einen Doof müssen wir uns aufschreiben. Ja, den Doof hat er sich verdient. Aber da haben wir vielleicht schon, also, du sollst dem ausweichen. Mit 4 sehen im Mongus auf die schießen. Ja, ich weiß nicht. Da haben wir 5 vor ungefähr. 5 vor. 5 vor ungefähr. Aber Hauptsache 95% im Takt blind, alles andere ist mir wurscht. Alles andere ist mir wurscht. Rutzifix, Alter, bist du deppert. So ein Arschloch! Ja gut, jetzt kommen noch 2 Bosse und die haben bis jetzt wirklich sehr, sehr, sehr massiv im Schwierigkeitsgrad gestiegen. Aber haben wir nicht so Gaudi da. Haben wir nicht so Gaudi da. Das sagt der I. Los geht's, Alter. Even the disillusion Achtung, didn't work. Storytime! Me and Unknown, we were at the top of our game, and it looked like nothing could hold us off. But there was one more trick in their book. Yes, I considered that before. But their bond is too strong, and it will weaken. Naja, so krass wie Souls ist es nicht. I suppose I have no choice any longer. By the All, I invoke the curse of dispossession. So, the judge took me. Had to happen, I Ja, aber ein guess. bisschen dumm war. Honestly, I'm just surprised it took her so long. You know how before I told you I'd started remembering as we beat the judge's aspects? Well, see, I used to be someone else. Maybe you guessed. Wir waren früher An noch angel. der Dio. I wasn't the middle management rank and file type neither. No, sir. On the right hand of the all, singing hallelujah forever and a day. My gig? Be the instrument of the all. Not to judge, but to see and hear and give voice and praise. Boring, huh? I hated every song I ever sang up in heaven. All but one. Er kommt also aus dem Himmel und da hat er singen müssen, das hat ihm nicht gefallen, also jetzt macht er Metal und zum mit Demons. Kann ich nachvollziehen. So I got myself cast down for the unknown. Boy, I tell you what, that took some doing too. But that's a whole other story. I waited an eternity for her. Kept my mouth shut. Became, well, this. I guess I figured if I had to be an instrument, I was gonna play what I loved. Which would have been fine except for one little thing. Yep, that spell. Yep. Judge had me now. She's gonna find out everything I knew and everything I didn't even know I knew. Zeichnungen sind cool. Der cooler Comic-Stil gefällt mir gut. Ich wollte eigentlich ein bisschen üben, gell, offstream. Nicht dazu gekommen. Letzte Woche das mit dem Flight Simulator hergekriegt, Wochenende nur gesoffen wie ein Behinderter und gestern habe ich keinen Bock gehabt, ich sag das, was ist. Wir hätten mal so Marterungen machen sollen, vielleicht wären wir dann stärker, vielleicht ist dann nicht ganz so schwer. This was Acheron. Aber es hält sich in Grenzen, das Gears ist and machbar. cogs. Machinery of damnation. She's in the right spot, only, well, without me.
LOL-Mobs, wir sind wieder zwickelt, ihre Bürgerspätzewirtschaft ist gleich bestes Format ever. Das freut mich sehr, auch wenn er ein bisschen untergeht beim Rest, aber ist ja nicht so tragisch. Merci dir, Bussi aufs Nussi. Und an den Rest auch, den ich vielleicht So übersehe. yeah, I'm known with Solo now, but our bond wasn't broken. Just, Pen intact. on hiatus. Acheron wasn't always so bad. Einfach zusammenpimmeln. Used to be the Lied most gefällt mir jetzt schon. orderly house. Es ist in jedem Level ein nice Lied. Ich kann mich nur wiederholen, das scheiß Schwert kapier nicht. Ab mit dem Schwert über Schießen! No trains run here. Not ever. Tunnel's so dark and deep, ain't no one ever come back from.
sky any other spirit would have turned back. Everything building to this moment. Chaos come home for the judge. Wo muss ich hin? Ich finde den Ausgang nicht! Obi! Ja, Harzmüller, wir sind wieder 5 hat man einfach später dann mit dem ältesten Wirtshaus angeschaut, was beim Muck zu Gast war. Hat mich so toll gelacht. Bernhard, das ist recht. Bus, ich hab's nur mehr so hier im 5. Wo muss ich denn hin? Jetzt genau hinter mir. Dankeschön. Gears keep grinding souls down to nothing. Hoppala. Forever.
suspect waited ahead. After that, the judge herself. She was close to doing it, being the Hellsinger. Aubitzwack, was kommt denn jetzt wieder für ein Hurensohn-Boss? Sag? Come then. Was kommt denn jetzt wieder für ein Hurensohn-Boss? Oh mein Gott, der schaut wie wütend aus. Finish your song. Because I am ready. Observe the wheels of fate. Will you shatter loss? Defy the
But she get it next Keine time. Ahnung, wie man der Scheiße ausweicht, wenn sie 8 Millionen Kugeln ballert, Alter. Unfassbar. Grütze fix nochmal. Nochmal. Die kriegen wir schon. Bei uns nicht. I shall be obeyed. No more. I have discovered. Ey, hätte man schon ohne Sturm schaffen können. War kein First Try. Bin enttäuscht, Birger. Ich bin enttäuscht. C-Fix. Da war schon noch einer mehr gegangen. Oder weniger gegangen, sagen wir es so. 96% im Tag. War gerade noch. Und gleich weiter. Dann nehmen wir pflanzen wir da heute durch. Es müsste das letzte Level sein, hä? Hey, 2851. da schon hin. Hey, ist gar nicht so schlecht. Irgendwann waren wir mit 20.000 da oder so. Kann man einem schon lassen. Hey, für gar nicht gespielt und Ding. Jetzt bin ich gespannt, Alter. Jetzt bin ich gespannt. Das letzte Level, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was bedeuten dann die roten Zipfel da irgendwas? Was heißt denn das? Weiß ich nicht. Ist mir egal. Bewaffnung einsehen. War in Ordnung. Der Mr. from Bavaria schreibt, war doch gut. War okay. War okay, da geht mehr. Da geht mehr. Da darf mehr Not gehen, even oder the wisst ihr? judge's So, power zuhören. to break my Story bond time, with the letztes Mal. unknown. But Bist du Judge was right. hab ich keinen Topf dazu? Ich glaube schon. Bei 209 sind wir. Anyhow, the angels came at the judge to put her down like a dog, punishing the judge for failing. I Aufs letzte thought. Lied bin ich jetzt gespannt. This was still the judge's domain. Now I remember. Hashtag fast zero dip up in den Chat. Archangel. This is why heaven came here. Alter, ich muss voll bieseln, Alter. Ob du es glaubst oder nicht, ich muss voll bieseln. That the prophecy will come true, and the unknown will assault heaven next. They Und zwar richtig krass sogar. let us see how Ah, das letzte Level machen wir noch. Dann gehen wir schnell bieseln So und dann machen wir noch ein wenig einen Blödschmerz. death. Vorausgesetzt, es dauert auch bloß 20 Minuten dann. Das heißt bloß grob 20 Minuten. Mr. Genius! Putz aufs Nuss, ihm jetzt wieder neu, Alter. So the judge took in every damn soul in all the hells. One last hurrah, send us all into oblivion. Sollen wir uns mehr der Story? Ich muss schnell bieseln gehen, sonst reißt es mich. Schaut euch hier dabei die Story an. Ich komm gleich. Ist jetzt Story gut. Ich geh unfassbar schnell zum Bieseln, damit reißt es gleich. Haben wir ganz selten, aber mit reißt es gleich. Komm gleich wieder.
Alter, das war Tubenbiesel, Alter. Oh, leck mir am Arsch, war der schnell beim Bieseln. Ja, ich hab mir die Hände gewaschen. Also nicht mir jetzt, Alter. Dann kommt so ein Zipfel vorher nämlich auch waschen. Kennst du das? Versuche dich an Marterungen, sei es zu Übungszwecken und einfach nur zur Abwechslung. Leck mir am Arsch, Hölle betreten! The Der seat letzte of Tropfen law. landet nicht mehr in der Hose. It all Hank, began wo du recht hast, hast du recht. and ended here. Und wenn es auch an der Trepfe ist, dann pickt er an der Unterbuchs fest. Komm on, Sepp! Ja, fast Zero Diff. Merci dir. So, was haben wir? Oh, das ist aber schnell, Dave, jetzt bei so. Well, it was good to be back. It didn't occur to me back then that maybe the judge was up to something. Since she got her memory back from me. You don't get to rule the hells by being a dummy.
What had happened back there with the angels meant something. Why'd they go after her? Why'd she get rid of them? What were they afraid of? I tell you now, I should have thought about that more. Das war jetzt einmal eine geile Arena. Ja, wenn du ein bisschen am Platz hast, dann macht es so viel mehr Spaß und es fühlt sich einfach immer noch geil an. Aber man muss sich schon konzentrieren, Alter. But I guess that's heaven for you. One of these days, they're gonna get theirs. All I knew was we's about to find out the hard way. Oh, ich glaube Endbosszeit. Ah! Finally, Hellsinger. This is the end of One Piece. Oh, sie ist es. Das haben wir letztes Mal schon festgestellt, glaube ich, gell? Ja, nicht fürchterliches. Oh je. Bring your catastrophic house and God.
Wo ist denn? Was ist jetzt? You have fought all this way. Ah, doch. You cannot run. Wait, this.
jetzt nochmal Phase 2. Bitte nicht. Bitte nicht Phase 2. Hellsinger, you have come for your voice. But I only have part of it. The rest is in the heavens. Some of us believed the all needed to be torn down. Its corruption was absolute. Wait, please. Let me tell you who I was. Your protector. And when Vesalius saw you first, we conspired to hide you here, knowing hell would make us forget. Cloak our plans, even from ourselves. Vesalius and I rebelled against the light. I was cast down, appointed judge. I took your voice, knowing one day you would have Cooler to Bosskampf, defeat by the way. so Aber viel einfacher wie der eins vorher. Also gefühlt, keine Ahnung. you forgot everything. In hell, you lost yourself. I lost my rebellion. And Vesalius, he lost you. His one love. After he cast himself down, we had hoped when you were ready you would find him. But now, you have become the Hellsinger. Jetzt bin ich quasi der Endboss. Seit es Now one. your voice is yours again. Not all, but enough to shatter the barrier between realms. One last thing. When you get to heaven, don't forget to give them hell. Ist ja kein Hobby. So she won. But there's a reason you don't outright mess with the all. Because when you do, things get strange. Geht's jetzt im Himmel weiter. Ramadan zusammen! Bottom line, I wouldn't worry too much about the unknown. She's tougher than any of us, and her song ain't over. Dezenter Hinweis When auf she Teil gets up 2. top, and I don't reckon it'll take her too long either. Well, let's just say, Lord help heaven when she gets there. Kann man sich schon geben. Press F for Respect ist eine super geile Idee. This is the end. We're cold stricken to the core. Eternal winter has come. Come fear the one who will ruin this bottomless domain. Dead tombs and frozen stone. Demons collide. Insane they rally without cause. Dissonance evangelize the Kann man sich place. geben. Die Musik lässt man nur ein wenig laut, so für das haben wir keine. Winds of damnation, devour and conquer all. Abnormalities torn, Da gehen mehr Fs im fire Chat. we consume. 1 bis 10 gehen wir gleich dazu, wenn man mich ein bisschen schmatzen hört, dann kann man ein kleines, kurzes Fazit abgeben. Ignite, the cell is your decree. When time is darkened, Wenn wir schon mit Musik laufen dürfen, lassen dürfen, ohne dass wir uns in die Hosen scheißen müssen, dass morgen der Kanal weg ist oder das Stream weg ist. Garipi, Digga, alte Metal! Ja, da bin ich zu wenig Metaler, dass ich das machen kann. the end of the Merci dir. bury in the abyss. Und jetzt bin ich Bullet für Minute. Denn das Prinzip mit dem Rückwärtsballern, aber Roguelike und definitiv schwerer. Das kenne ich gar nicht schon, ja?
Versteht ihr mich eigentlich? So finsterne Riffs mag ich einfach gern, sowas wie das jetzt da gerade. Das ist eigentlich, das liebe ich an seiner Musik. Das dauerhafte Geschrei, so wie jetzt sehe, oder das Gegraule, wenn man so will, ist eigentlich gar nicht so mein. Sagt der Ritter eigentlich irgendwas? Das auch. Vom ersten Lied, der wie wir schon sagen, nächstes Jahr Wacken! Was? Wacken? Schon lang vorbei, du Spast! I guess that brings us to the here and Boah, hat now. nicht dir gegolten. Yeah, it's Merci dark, dir. but the stars are still out Ist noch nie there. vorbei, ja gut, dass wir es so geschaut haben. Things went sideways when the judge died. Oh, das nächste Mal in der Stadt, gell? Realms just clean fell apart. Devils rushed out of the hells into the prime, took up residence in places they didn't belong and weren't meant for. Ruined a lot of prime vacation spots if you get Lord of the drift. Weed, ich bin so alt. Anyway. Willkommen im Club. We got split up, unknown to me. I'm not sure where Is she she? is now. Musst du mal Not Orbit in Culture heaven, that's for anhören sure. und magst du Ghost? Kenne ich beides nicht. It's okay though. Es hätte ich gerne erklärt, währenddessen die Musik läuft, was mir daran I gefällt und played was the waiting nicht. game before in worse Das places than dauerhafte this. Gegraule, das gibt mir nichts mehr ab. Da kann ich nichts mehr anfangen damit. Aber wenn es eine nette Mischung ist, wie es ein Sergej Tankian abliefert und so weiter, sowas mag ich schon noch. Und ich mag die fetten, harten Todesriffs. So Das now mag ich just einfach. sip my drink and miss my friend. Das mag ich schon. Da kann es nicht krass genug sein. Außer es ist bloß noch Double Bass, Grindcore-Gerotze, dann kann ich auch Anyhow. nichts mehr anfangen damit. I don't know Entschuldigung, when merci. or if we'll Aber der catch Dr. up Error. again. Jetzt gehen Mützen. Could be War gut never. Spiel. Metal, But you Leute. know, Psst, haben wir noch nicht fertig. could be a lot sooner than never too. Aber jetzt sag, da ist ein Menschen vor mir, oder was? We'll just have to see. Wer ist das? Y'all stay safe now. Was? Du kennst Ghost nicht? Spinnst du? Boah, jetzt, wenn der ich sag, kennst du MOR? Und dann sagst du nein, dann sagst du, boah, wieso kennst du MOR nicht? Bist du behindert? Nur noch Doom Metal. Der schaut aus wie der Jason Momoa. Das stimmt. Das stimmt. Da hat er recht. Da hat er recht. Tja, was soll ich jetzt da sagen? Für 1 Euro im Battle Pass machst du auf alle Fälle nichts verkehrt. Wer Shooter mag, wer Metal mag, fang an. Da gibt's nichts zu diskutieren. Fühlt sich super cremig an. Macht einfach nur Spaß. Macht einfach nur Spaß zum Einballern. Ja, und so viele Leute haben es gar nicht bis zum Ende geschafft, weil sonst war ich nicht 2000. Irgendwann mittendrin waren wir mit 20.000, glaube ich, oder 50.000 sogar. Und da kann man sich, glaube ich, richtig reinfuchsen. Also jetzt müssen wir da mit zurückmachen. Moment, Hauptmenü. Also dann gibt es mal ein kleines Fazit. Einstellungen.
Musiklautstärke machen wir mal bei 10. Also, absolut flüssig. Macht absolut Spaß zum Spielen. Es fühlt sich so geil auf, wenn dann Musik anfängt. Ein paar Lieder haben besser, ein paar haben schlechter. Weil man muss sich halt konzentrieren. Das ist klar, wenn du da einmal rauskommst, ist es ein bisschen schwierig, da wieder in den Takt reinzukommen. Für die vielleicht zuschauen und sich nur denken, ja, das ist nur dummes Geballere. Ganz so ist es nicht. Also ja, auch. Aber man muss im Takt schießen, damit das auch funktioniert und so. Ja. Und da kannst du dich richtig schön reinfuchsen. Vor allem mit dieser Highscore-Liste, die wir da gerade gesehen haben. Glaube ich, kann schon Spaß machen. Aber mehr wie einmal durchspielen und dann ein paar Mal noch diese Challenges machen, die es dazwischen die Level auch gibt und so. Ich glaube, mehr gibt es dann auch nicht hier. Es gibt offensichtlich Mod-Support oder der wird kommen und das ist auch nur schlau von den Entwicklern, weil dann können die Leute andere Musik in das Spiel einbringen, zu dem du umeinander ballern kannst. Und das ist halt nur noch geil. Das kann ich mir sehr geil vorstellen. Ich ist seit ein paar Tagen da, dann ist es natürlich nur geil. Da kann ich mir übrigens auch Scooter sehr gut vorstellen. Kann man vielleicht einmal ausprobieren. Aber ansonsten, was da die hergeben? Ich wüsste halt nicht, was man besser machen soll. Es ist grundsätzlich einfach eine gute Idee. Ich meine, es ist ein Indie-Entwickler, also kann das nicht ewig lang sein. Und für das hat es eigentlich ziemlich viel Wiederspielwert mit den Challenges in jedem Level. Und es hat auch einen massiven Wiederspielwert eben für diese Highscore-Liste. Es ist eine super Idee. Also für die Art von Spiel muss ich ihm fast 10 von 10 geben. Allein schon deswegen, dass die Musik, die da gemacht worden ist mit diesen Künstlern, schreibt es mir ein paar in den Chat ein, weil ich gar nicht mehr weiß. Außer ein Sänger von System of a Down jetzt da am Schluss natürlich. Der Rest, das sind halt so typische, für mich zumindest, ja, ich weiß schon, der absolute Hardcore-Backseat-Metaler sitzt jetzt wieder daheim, geht irgendwo an, das sind ja keine Metal-Bands. Ich befasse mich nicht mehr so mit Metal und so weiter, deswegen kenne ich da keine alte Nudel nicht. Aber die Musik an sich taugt mir und passt halt zu so einem Spiel Vollgas. Also halt, das passt halt einfach nur voll. Fand, dass die Bosse etwas eintönig waren, was sie aber kaum besser machen konnten. Das ist richtig, aber sie haben konstant einfach schwieriger geworden. Du hast da in jedem Level schaltest du neue Waffen frei, in jedem Level kommt eine neue Art von Gegner daher, die wirklich auch schwieriger werden. Lamb of God ist zum Beispiel dabei. Ja gut, Lamb of God kenne ich gerade auch noch. Tatjana von Ginger, Lamb of God, Archangel, Blackout. Da weiß ich jetzt nicht, was da Bands oder was da Songs sind oder Sänger, aber wahrscheinlich Lamb of God, Archangel ist glaube ich eine Band und Blackout weiß ich jetzt nicht. Ginger, Arch Enemy. Soilwork war dabei, ja, und das erinnere ich mich auch, und die kenne ich auch noch. Also kennen ich, kenne keine Lieder von einer. Ja, kann man sich schon geben. Da hast du absolut recht, man hätte, was hätte man morgen, aber es muss halt nicht sein. Immer in dem Blickwinkel, es ist ein Indie-Entwickler, ja, relativ kleines Entwicklerteam im Vergleich zu großen Entwicklerteams. Und dass da natürlich keine 38 Stunden Story rauskommen und keine super animierten irgendwas sagen, aber Hauptsache, es ist das Wichtigste ist drin, und zwar das Shooter-Gameplay. Und das funktioniert fucking on point, kann ich empfehlen, machen wir 9 von 10. Die Bosse hätten zumindest anders ausschauen können. Nicht immer das gleiche Viech, das ein bisschen was anderes kann. Alles vollkommen in Ordnung. 9 von 10. Reife Leistung auf jeden Fall, das auf alle Fälle, ja. Also um Gottes Willen, sehr coole Idee und super gut umgesetzt. Ende des Gesprächs. Geil, wie viel Sepp, jetzt wieder €1. Abschlachtung, ui! Der letzte Boss hat gut ausgeschaut, ja, und so. Also gut, nicht in dem Ausmaß, der letzte Boss, der muss schon was hermachen, aber die Bosse vorher, das war ja immer ihr Gesicht mit Flügel und die hat eine Mechanik mehr gekriegt oder so. Aber im Grunde war es immer gleich. Punisher, mehr als wieder 5 der Bürger. Holst du das neue Slipknot-Album am 30. September? Nein, für sowas gibt es Spotify. Und ich bin Slipknot-Fan, wenn man so möchte, aber nicht mehr so, wie das 1999 war. Da war wahrscheinlich einige von euch Slipknot noch gar nicht kennt haben und nicht einmal anhören haben können, weil sie noch nicht existiert haben. Ich sag mal so, bis zum 3. Album habe ich alles eigentlich ziemlich geil gefunden. Danach ist es ziemlich Gejaule geworden. Das hätte einmal ein Corey Taylor lieber weiterhin mit, wie heißt seine zweite Band?
ich vergesse ihn nochmal, weil hätte er da machen können, aber so Gesange und so weiter passt zu Slipknot, finde ich überhaupt nicht. Und da ein paar Leute gestorben sind, auch mittlerweile, Press F for Respect, ist einfach nicht mehr die alte Besetzung und dann zieht es nicht mehr so. Stone Sour heißt es richtig, Herr Helena. Sehr gut aufgepasst. Slipknot, absolute Bombe immer noch. Es heißt nicht, dass jetzt die Musik schlecht ist, aber ich sitze mich nicht mehr gezielt hin und höre mir bewusst Slipknot an. Tue ich nicht mehr. Was ich momentan relativ viel her ist Machine Head. Machine Head mag ich irgendwie schon immer. Keine Ahnung, die werden nicht anders. Mr. Walmart, merci für den Fünfer, merci für den Megastream, ordentlich Auftritt und gib ihm! Bussi aufs Nussi, merci dir. Irgendwas mit Stone. Stone Sour, um genau zu sein. Horsten Corey, also ein Sänger von Slipknot, seine zweite Band. Es gibt vielleicht auch noch Leute, die es nicht wissen, keine Ahnung. Ist auch nicht schlecht. Aber ist auch andere Musik. Ist auch rockig und auch mal härter, aber auch mal nicht so ganz hart. Haben wir das erste Album inklusive Demo von Slipknot gekauft. Stone Sour hat er geil umgesetzt. Der Mann kann auch singen. Der kann richtig krass gut singen sogar. Also der weiß schon, was er da tut. Der kann nicht bloß wie viele halt auch gemeint haben, anfangs vor allem. Gute Band auf alle Fälle. So, zurück ins Hauptmenü. Was ich cool finde, so kleine nette Details, da haben wir auch schon oft mal drüber geredet, wenn ich jetzt da auf Spiel beenden drücke, dann fliegt sie so davon. Und dann ist einfach geil gemacht, kannst sagen, was du möchtest. Jetzt schon dumm. So, haben wir eigentlich eher ziemlich genaue Punktlandung gemacht mit 5 vor 10, bevor jetzt wieder alle abhauen. Ich muss die nächste Woche muss ich auch noch ein paar Mal damit nerven, denn Kappe sind im Anflug. Wer braucht noch eins? Frage 1. Ab in den Chat. Zweitens, ich hole es einmal her. Ja, es wird auch einmal Zeit wieder zum Herzen. Und kurz zum Erklären. So. Also. Für alle Neuen, die vielleicht vor einem halben Jahr noch nicht dabei waren, keine Ahnung. Wir haben das 5-Jährige meines Kanals oder meines Internetdaseins gefeiert. Und da bin ich zum ersten Mal eine Kooperation, kann man es eigentlich gar nicht so nennen, weil ein direktes Sponsoring ist. Es ist einfach eine Zusammenarbeit. Ja? Haben wir dieses Ding da gemacht. Vollbiscott, Kappe, bla. In Zusammenarbeit mit Bavarian Caps, hat einen Haufen gute Sachen. Metallemblem vorne drauf mit dem Logo, so wie ihr es kennt, auf einem blauen Lederpatch. Mein Logo eingestickt, das Ganze ist aus einem Filzmaterial. Unten haben wir Rauten eingestickt, ja, das ist nicht aufgedruckt oder sonst irgendein Mist, das ist alles gestickt. Auf der Innenseite haben wir ein kleines Mackerl mit meiner Signatur, da ist jetzt durch den Greenscreen ein bisschen was kaputt. Das ist auch genäht, ja, also da habe ich nicht echt draufgeschrieben, aber das ist halt meine Signatur eingenäht. Und innen ist ein ganz furchtbar langer Fluch über das ganze Kappebandel rundum und so weiter. So, das Ding war, für die Leute, die es noch nicht gekannt haben, das haben wir gemacht, dann war es instant ausverkauft. Also wirklich instant. Dann dauert es aber 2,5 Monate, 2,5 Monate, bis wir welche noch gemacht haben, ja, also noch machen haben lassen. Und die haben gekommen Ende Juli, kurz vor der Sommerpause, waren wieder relativ schnell ausverkauft. Und jetzt kommen sie nochmal. Ich kann nicht genau sagen, wann es so geheißen, sie sind auf dem Weg, aber ich schätze jetzt mal irgendwann die nächsten 2 Wochen ist nochmal eine Ladung da. So. Es ist immer schwierig, da alle gleich und fair zu behandeln. Ich kann nicht sagen, ob wir genug haben oder nicht. Wahrscheinlich halt wieder nicht. Ich mag es nicht verschreien, weder auf die eine Seite noch auf die andere Seite. Ihr könnt euch vorab eine Benachrichtigung von mir sichern. Dann kriegst du als erstes eine E-Mail von mir persönlich, das erkläre ich gleich nochmal, wenn das Ding online ist. Noch bevor ich das kurze 1-minütige Video mache, noch bevor ich irgendwas hinpost, es werden auch keine YouTube-Mitglieder irgendwie bevorzugt behandelt, mit denen ich sage es zuerst oder sonst irgendwas. Niemand kriegt das irgendwie vorher, das Teil geht online und dann schicke ich eine E-Mail aus, wenn das Ding online ist und bei Bavarian Caps übrigens auch. Kurz zur Erklärung. 50-50. Das heißt,
Ich verkaufe die Hälfte, die verschicke ich selber. Das mache ich normalerweise nicht. Das ist eine einmalige Sache, solange bis jeder von euch eins hat. Dann werde ich das nicht mehr machen. Wenn dann mal welche übrig bleiben, gibt es das nur noch bei Bavarian Caps. Habe ich auch eine Kleinigkeit davon, aber natürlich nicht so fein, wenn sich das bei mir kauft, ist ja klar. Die eine Hälfte verkauft Bavarian Caps, da kriege ich eine kleine Provision. Ich bin da immer sehr offen und ehrlich euch gegenüber, wie diese Dinge laufen. Und wenn ich es selber verschicke, habe ich natürlich ein wenig mehr davon. Gibt es bei mir im Shop birgerwehr.de/cap. So, da findest du jetzt momentan nichts außer eine kleine Textzeile. Da kannst du, wenn du willst, deine E-Mail-Adresse einschreiben und die registrieren und dann kriegst du von mir eine Benachrichtigung per E-Mail, wenn das Teil angeht. Als allererster. Ja, das kannst du zusätzlich natürlich auch bei Bavarian Caps machen, so jetzt bei mir kann ich mehr kriegen. Ganz furchtbar wichtig, du kriegst da eine Bestätigungs-E-Mail, ein ganz kurzer Text bloß. Von mir, nicht persönlich, aber von meinem eigenen Server halt. Und es kann sein, dass es im Spam-Ordner landet. Einfach nachschauen, es muss eine kommen, wenn du registrierst. Ich hau jetzt da mal einen Link rein, https www.birgerwehr.de/cap. Du musst das nicht tun, ja. Und keine Angst, absolutäres Ehrenwort. Weder gebe ich deine E-Mail irgendjemandem, die kriegt nicht Bavarian Caps von mir, die kriegt fucking niemand, die hab ich. Wirklich persönlich. Und ich schicke dir einmal diese E-Mail, wenn das Kappe online geht, dann lösche ich deine E-Mail bei mir auf dem Server, bei mir auf dem Rechner und überall sonst. Ja, die wird gelöscht, die habe ich dann nicht mehr. Und beim nächsten Mal soll jetzt soweit kommen, soll man halt nochmal welche nachbauen müssen, die kommen dann nach Weihnachten. Das ist noch das nächste. Das ist die letzte Folge, die vor Weihnachten kommt. Ja. Dann musst du halt wieder für das E-Mail-Ding registrieren, das sage ich euch dann schon nochmal und dann kriegst du halt noch mehr E-Mail. Vorher kriegst du, was soll ich dir auch mit E-Mails zuscheißen, mit Spam oder sonst was? Warum soll ich dir das tun? Okay? So, merci an jeden, der sich da schon mal eintragt. Das ist auch ein schöner Indikator für mich und auch für Bavarian Caps natürlich, wie viele Leute an dem Ding noch Interesse haben. Ja? So, Nickel, bei meinem Cap ist das Emblem vorne Scheps drauf. Das muss man hätten. Da bin ich mir zu 99,9% aber sicher, dass du das nicht von mir gekriegt hast, weil ich habe jedes einzelne angeschaut, ob was feit. Jedes einzelne. Herr Nickel, merci wieder einen Euro. Ab in den normalen Chat, hast du das von mir oder von Bavarian Caps? Hallo da so, Versticker, was? Ich schleiche mich servus, extrem an, hau die eine, aber die. Liest du eigentlich Insta-Nachrichten? Eisgirl, das kommt ganz drauf an, ob's die typischen Nachrichten sind wie, hey, lesen tue ich alle. Lesen tue ich alle. Durch die Bank. Alle Kommentare bei mir auf YouTube. Oft schaue ich sogar einen Stream hinten nachher und schaue bei bestimmten Stellen, was die Leute im Chat schreiben, wenn ich gerade nicht dazu komme. Und auf Insta und Facebook lese ich nach wie vor alle Nachrichten. Wenn die irgendwie nicht derselbe Scheiß ist, den mir heute jeder schreibt, dann antworte ich sogar. Aber nur noch bei hey oder schau dir mal die so, da schreibe ich nicht mehr zurück, weil ich irre wäre. Ja, es geht einfach nicht. Also von mir aus hängt es mir da, du arroganter Wichser an Hals und es ist mir wurscht, aber es geht halt einfach nicht. Dann tue ich am Tag 2 Stunden lang nichts anderes wie da drauf. Und was soll ich denn da zurückschreiben 5 Jahre später? Was soll ich denn da? Ja, hast du das schon gesehen? Ja. Ja, was sagst du da? Weißwurstvergewaltigung? Oh Gott, ich kann es nicht mehr hören. Weiß es was es ist. Ich habe keine Mail von dir gekriegt. Müsst ihr auch Schröter dann in den Spam-Ordner gucken. Wenn da auch keine ist, dann ist generell was broken. Ja. Ist nur, ich kann euch das jetzt gerne erklären, an was das liegt, dass die Mails wahrscheinlich 99 von 100 Stück im Spam-Ordner landen werden bei euch. Einfach, weil ich einen ganz normalen Server habe. Und wenn du von dem eine E-Mail kriegst, dann kann ja jeder Feuer schreiben. Und dann kommt jedes normale E-Mail-Programm, beziehungsweise jeder E-Mail-Provider auf dem Planeten, sagt von Haus aus, egal was da drinsteht, erstmal ab in den Spam-Ordner oder gleich komplett weglöschen, weil keine Ahnung, wo das herkommt, wer das ist, weg. Und ja, es kostet einen Haufen Geld, sich das whitelisten zu lassen, wenn es überhaupt möglich ist, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. So, jetzt halt nochmal.
Ich lese weiter. Ich habe keine Mail von dir. Pro-Gamer haben in der ersten Bestellung zugeschlagen. Da hätten gern mehrere zugeschlagen. Cadbury. Ich trage leider keine Kappeln, weil es bei mir immer blöd ausschauen dafür, aber eine Haum. Du, um Gottes Willen, keiner muss, und auf die so weit werden wir noch kommen, keiner muss sich rechtfertigen dafür, dass er keinen Bock auf so eine Kappe hat oder irgendwas. Es ist sehr speziell, braucht man nicht schmerzen. Da ist im Übrigen Autogrammkarten dabei. Das ist das einzige Mal, solange ich die Dinger verschicke, dass es Autogrammkarten dazu gibt. Und wenn es bei mir dann nicht mehr gibt, weil es einfach nicht mehr rentiert für mich dann auch, ja, gibt es einfach die nur noch bei Bavarian Caps und da haben sie dann auch dauerhaft im Sortiment. Das glaube ich hat auch gerade jemand gefragt. Jetzt warte mal. Spiel bitte endlich The Last of Us. Wenn es für den PC kommt, dann ja. Eisgirl, das glaube ich dir, habe ich dir eine persönliche Nachricht geschrieben. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie du auf Instagram heißt. Lesen du es. Wenn ich nicht geantwortet habe, schreibe einfach nochmal hin. Muss echt sagen, eins von meinen bequemsten Caps trage ich fast täglich. Mr. Rotorex, das geht obi wie Butter. Denn, und so ehrlich war ich auch von Anfang an, man kennt mich eigentlich bis vor 5 Jahren, wo wir da angefangen haben im Streamen mit YouTube, kennt mich niemand ohne Kappe. Das ist nicht irgendwie eine dumme Laberei oder sonst irgendwas. Es gibt, glaube ich, ganz extrem selten Fotos von mir ohne Kappe damals und so weiter. Ich war immer Fan von Flexfit Caps. Immer. Und mir taugt das einfach vom Tragegefühl nicht ganz so, wenn das Innenbandel gar nicht nachgibt. Also wirklich gar kein Flex oder halt, wie sagt man da, kein Elastan drin hat. Es macht es einfach viel angenehmer. Aber das ist es wirklich in Ordnung. Ich weiß, das hätte ich nicht gemacht, das wisst ihr, wenn das irgendein 0815-Scheiß ist. Und das ist halt nicht. Denke ich. Und viele von euch sehen das auch so, es sind schon ein paar verkauft worden, so ist es nicht. Schandi schreibt, bei mir haben Caps auch immer scheiße ausschaut, aber das passt auf einmal. Da ist auch viel, ja, wie soll ich sagen, wenn du natürlich da damit was verbindest und da richtig Bock drauf hast, dann ist es natürlich auch schöner wie die anderen. Ist oft so. Auch Kappeträger, aber immer neutral schwarz. Meine Flexfit Caps damals waren auch immer neutral schwarz. Und wenn dann, was ich sehr gern getragen habe, einfach schwarze Flexfit Caps mit einem weißen Logo vorne drauf. Zum Beispiel ein Volcom-Logo oder irgend sowas. So, wo haben wir stehen geblieben? Wolltest noch über Twitch sagen? Oh ja, Twitch macht gerade eine Kackwurst nach dem anderen. Da können wir uns schon drüber unterhalten, das dauert aber ein bisschen lang. Hab zwar keine Kappe, aber die Autogrammkarten habe ich vom Spezi einkassiert. Die hat er freiwillig hergeben. So hat sie keine. Stimmt, Erinnerung für Twitch, dass irgendwie schlechter wird zum Reden. Ja, können wir schon, das ist ja da für den harten Kern dann bestimmt, der jetzt dann noch da ist. Und ja, kannst du bei Crysis zocken oder kennst du das? Selbstverständlich kenne ich Crysis. Ob wir das einmal spielen, ist eine gute Frage. Ab nächsten Montag ist Horror Oktober. Und dann bis Jahresende, bis ich wieder 2 Wochen im Urlaub bin, über Weihnachten und Neujahr, haben wir mir genügend Spiele, da ist durchgeplant, Alter. Durchgeplant. Nickel, nochmal, ich hab's über Bavarian Caps gekauft, weil bei dir war's gleich weg. Und Autogrammkarten war auch nicht dabei. Was? War wohl ein Griff Nein, das war kein Griff ins Klo. Du gehst jetzt sofort her oder spätestens morgen und schreibst dir eine E-Mail. Ganz einfach. Und wenn du dann sagst, dann weist drauf hin, warte mal, auf den Stream schreibst du dir den Link, 22:06 Uhr, also nach 2 Stunden und 6 Minuten. Sehr geehrtes Bavarian Caps Team, ich schicke euch diese Autogrammkarten zum Mit-Einlegen. Nicht zur Gaude, es war ganz geil, wenn es auch wirklich an ihr einlegt. Und außerdem hat der Herr Nickel ein Problem mit seinem Kappe. Kümmert euch bitte schon mal drum, herzlichen Dank. Dann schickst du einer das. So sieht's aus. Ich mache mir nicht die Mühe, dass ich jetzt einzelne Kappe anschaue und da Autogrammkarten unterschreibe und du bist nicht der Erste, der schreibt, ich habe keine gekriegt, keine Autogrammkarten gekriegt. Und das ärgert mich dann natürlich schon ein wenig, weil ich lege auch nicht mit rein und schaue jetzt Backel 3 mehr an. Dass sie das vielleicht nicht machen können, ist mir irgendwo klar, ist irgendwo aber auch nicht mein Problem. Ja. So. Ich trage auch gern Caps. Manu, das ist recht. Ich nicht mehr so. Das ist mit den langen Haaren nicht mehr so einfach und mit dem Knädel da hinten dran, da ist es nicht mehr ganz so einfach. Mit was fangen wir eigentlich nächste Woche an? Für Spui bitte Madison. Selbstverständlich kommt ab Montag Madison. Das wird so, glaube ich, unser Highlight des Horror-Oktobers. Dragon Soul. Wie wir das letzte Mal schon festgestellt haben, wenn die Mail vom Bürger im Spam landet, ist das Spam der neue Eingang. Ist richtig. Ich habe sogar 2 Autogrammkarten drin gehabt. Mr. Z19DT, das ist sowas. Ich habe bei mir in der Beschreibung, habe ich eingeschrieben,
es gibt eine Autogrammkarte pro Bestellung. Weiß das. Wenn jemand bei mir 2 Kappen bestellt, was übrigens das Maximum ist, das ich zulasse, wenn jemand mehr bestellt, sage ich habe keinen mehr und storniere die Bestellung. Weil ich nicht will, dass irgendjemand da 30 Kappen kauft und dann schickt er mir es zurück oder sonst irgendeinen Trollo-Scheiß mit mir vorhat. Verarschen lassen wir uns nicht mehr. Haben wir alles schon gelernt. Und wenn du 2 Kappen kaufst, dann lege ich da auch 2 Autogrammkarten ein. Da werde ich nicht pleite gehen und du freust dich, weil das Ding nämlich mit Sicherheit, entweder habt ihr es miteinander gekauft und dann hat der Spezi eine und du, ich meine, komplett behindert bin ich auch nicht. War der Einzige, bei dem die Lieferung beim zweiten Schwung nicht geklappt hat. Warst du das? Irgendjemand habe ich gehabt, da wo ein Backerl ist zurückgekommen. Und das ist bei der DHL gleich so schweineteuer, dass alles zu spät ist. Einen einzigen habe ich gehabt. Lup schreibst oder Jupp schreibst, dann warst du das. Ja, dann passt es. Außer vielleicht habe ich da als Entschuldigung 2 Autogrammkarten eingelegt und man denkt, vielleicht freut er sich. Kann man die Caps auch waschen mittels Cap Buddy? Boah, leck, du fragst mich Sachen. Was ganz schwierig ist, es ist jetzt so ein Filzmaterial. Ui, da schau bitte auf Bavarian Caps Seiten. Da müssten eigentlich Anleitungen zum Waschen drauf sein. Kann ich da nicht sagen. Ich sag das, wie es ist, ich wasche meine Kappe nicht. Weil es da noch hieß an. Egal wie du sie wascht. Ob mit Cap Buddy oder sonst was. Für mich haben sie dann im Arsch. Ich kaufe mir nice. Habe ich schon immer so gemacht, werde ich immer so machen. Hashtag nachhaltig. Das soll jetzt nicht heißen, ich müsste dann alle eine nice Kappe bei mir kaufen, aber so mach's ich halt. It is what it is. Sind andere Styles geplant? Waren mal angedacht, ja. Habe ich mit einer noch nicht geredet, zumindest nicht konkret. Aber das Ding ist, ich möchte das nicht ausschlachten. Ich habe euch nicht zum Ausschlachten und ihr wisst das. Es ist eine sehr einmalige und sehr besondere Sache und darum habe ich es gemacht. Nicht wegen der Kohle, das ist immer das Gleiche, was ich euch sage, die kommt von allein, wenn es ein geiler Scheiß ist, sondern weil es einfach ein geiler, weil es mir ich einfach einbeit habe und weil es geiler Scheiß ist. Da kann jeder sagen, was er will, ich finde es einen geilen Scheiß. Das heißt, wenn die durch sind, macht man nicht automatisch ein Nice, das wird eine Zeit lang dauern. Eine ganze Zeit lang sogar. Das weiß Bavarian Caps noch nicht, aber ich weiß. Da gibt es ein Gestell für den Geschirrspüler. Also bitte, um Himmels Willen, bitte, liebe Leute, jetzt eine Kappe nicht in den Geschirrspüler ein. Ich weiß nicht, wie es sonst macht, ist mir auch wurscht. Der Rest bitte nicht in den Geschirrspüler ein, danke. Ich muss auch Kappe tragen, bin Backel und Postboot und wenn es immer so schlädert, schaue ich immer aus wie ein nasser Langhaarbudel. Marketing läuft, nicht waschen, neu kaufen. Ich gebe euch ganz bestimmt keine Waschtipps, für das bin ich nicht da, das ist nicht meine Aufgabe, weil wenn sie mich dann hier ist, dann bin ich schuld. Ich habe euch gesagt, egal wie ihr das Kappe wascht, für mich ist es dann kaputt. Wascht es einfach nicht, macht es einfach erst gar nicht dreckig, wir waren das. So! Der Black Creeper ist jetzt erst da, weil er wieder grau ist. Hast du alles versandt, Alter? Gute Besserung. Wie jetzt? Caps muss man waschen. Ja, genau. Meine Rede. Wie Kappe waschen, hä? Beim 10er-Jubiläum dann? Ja, vielleicht. Nein, es kommt schon mal nochmal eins. Die Zusammenarbeit mit denen war gut, das hat alles passt. Mein Kontakt bei denen ist cool und so. Aber ich mag es halt nicht ausschlachten. Ganz einfach, das soll was Besonderes sein. Ich habe euch gesagt, das ist eine einmalige Sache, aber jeder von euch, der uns haben gekriegt eins, dann fange ich jetzt nicht an. Ja, übrigens ist das neue Kappe, kannst du wieder von vorne fangen. This is not how it works und das wird hier nicht laufen, ganz einfach. Caps sind wie Lederhosen, die kehrt ein wenig Ranz drauf. Ja, ist auch schwierig. Geil, Biffy, merci für den Zwickel. Bei mir hat alles gepasst. Beim ersten Mal war Benedetto Blubli. Dank der recht schönen Bürger, nur mit dafür, du Leute, ihr habt da Geld dafür, ihr müsst euch dafür bei mir nicht bedanken. Ich sag merci, wenn sie jemand so ein Ding gönnt. Bloß der DHL hat das Backel abgeliefert, als ob er es mit der Arschgrunzen dran hat. Ja, gut, das kommt öfter vor. Da kann ich halt dann nichts dafür. Das ist halt ja. Was ist mit Twitch jetzt? Also, wie bei Festivaljacken, sie werden nie gewaschen. Richtig. Und lange Hosen. Jeans, die werden auch nicht gewaschen. So. Schluss jetzt. Gottlieb, wann kommt der Bierkrug? Hab hart Bock. Das sind solche Dinge zum Beispiel, weil ich den auch in Planung habe oder vorhabe, sagen wir so, geplant ist noch nichts. Und ich komme nicht daher, ich kaufe meine Kappe, kauf mein Bierkrug, komme auf mein LAN.
Es steht übrigens, wir haben ja vor 2 Wochen, glaube ich, oder vor 3 Wochen, steht eventuell ein Sponsoring für Podcast und Stream an. Da haben wir schon kurz einmal geredet, ich habe es schon mal kurz angedeutet. Ich werde da sehr genau auf euch hören. Ich sag dir das, wie es ist. Und zwar vor allem die Leute, die jetzt zum Beispiel noch da sind, die mir am wichtigsten sind. Die anderen sind mir auch wichtig. Aber bei euch ist es halt einfach so. Ihr wisst, dass ich schon sehr lang nach einem Getränk für einen Stream suche und für einen Podcast. Und da hat sich einfach jemand gemeldet, persönlich. Und das ist der einzige Grund, warum ich geantwortet habe. Mit denen bin ich am Schmerzen, morgen, direkt, um ehrlich zu sein. Und dann werden wir schauen, was da rauskommt. Okay? Ich habe das Ding schon probiert und so weiter und so fort. Und es ist gut bis sehr gut. Sag ich dir, wie es ist. Sag ich dir, wie es ist. Ich habe es auch nicht geglaubt, deswegen habe ich gesagt, schick her, den Schund. Und jetzt kommt es dann ganz drauf an. Also umsonst mache ich es natürlich auch nicht, das muss auch jeder wissen, aber ich gehe euch auch nicht auf den Sack damit, das muss auch jeder wissen. Und ja. Birger Gaming Booster, du, so weit haben wir dann nicht weg davon. Es ist, wie gesagt, wenn überhaupt, ich werde euch nicht mit Product Placements in meine scheiß Videos nerven. Das sage ich seit 5 Jahren, dass das nicht passieren wird. Es wird nicht passieren. Und wenn, dann für meine eigenen Sachen. Sie vielleicht Kappe oder Merchandise, ja. Aber Fremdwerbung wird es dann nicht geben. Ganz fucking ein. Und wenn, dann schwimmt's mit. Wie bei Wearing Caps ist ja indirekt auch für die Werbung, ist mir auch klar. Aber ist es ein Gaming Booster? Was weiß denn sonst? Wenn ich Getränk sage. Was weiß denn sonst? Nicht geil! Bei Wearing Caps hat ein Mail jetzt gekriegt, bin gespannt. Hoffe trotzdem, dass ich bei deiner nächsten Lieferung noch mal eins kaufen kann. Ich hab einen starken Kappe Du bist meine liebste Kundschaft. Nicht geil, Bussi aufs Nussi. Trag deine E-Mail da ein und reinhauen. Was spielen wir eigentlich an Halloween? An Resident Evil 8 DLC. Der genau an Halloween, glaube ich, sogar kommt. Basti schreibt, Birger, ich selber habe mehrere Sorten von und ich finde es echt super. Eine klasse Alternative zum Red Bull oder anderen Sachen. Es hat mehrere Gründe, warum ich zusage. Bis jetzt, das kommt jetzt ganz auf deren Angebot an. Wie gesagt, umsonst brauche ich es auch nicht machen. Ich glaube, das ist auch nicht in eurem Sinn. Oh ja, mach einfach Werbung für irgendeinen Zeig, keine Ahnung, und muss umsonst mal halt einmal. Dass ich da was kriege, ist wohl auch klar. Kommt jetzt ganz drauf an. Kommt ganz drauf an, mehr brauchen wir auch schon gar nicht mehr schmerzen. Aber ich darf nicht zusagen, wenn ich es nicht selber geil finden darf. Nicht alles, aber eine ganz bestimmte Sache voll. Und ungefähr die Hälfte von den anderen Sachen haben gut. Spieler! Merci für den Zwickel 13. So, Leute, danke für die Donation. Schluss jetzt. Und nur mehr merci fürs Grillen beibringen. Haben wir noch nicht einmal richtig angefangen. Bier ist auch ein Gaming Booster, das stimmt. Mit Leberkäse-Geschmack aus Ironie. Nein. Es wird, also, so weit haben wir noch nicht, dass wir da eigene Geschmäcker und so einen Scheiß machen. Wobei, ich werde fragen, sage ich dir, wie es ist. Interessiert mich natürlich und ja. So, könntest du mal bei MMOGA nachfragen, warum dein Code nicht mehr geht? Würde dich gerne bei jedem Kauf unterstützen. Na, Code, das geht aber über Butter, das freut mich noch nicht. Nein, jetzt hört sich dann auch noch auf mit der Gate-Spenderei zumindest. Fang an, dein eigenes Bier zu brauen. Das war auch eine Idee. Ich warte schon lange darauf, dass sie mal eine Brauerei rührt. So, hey, haben wir eigentlich schon ein Vollbier? Warum haben wir eigentlich kein Vollbier? Verstehe ich nicht. Das sind auch so Sachen, die ich mache, weil es einfach passt und ich darf es feiern. Und wahrscheinlich darf es funktionieren und ich darf es auch feiern. Aber da gibt es aber bloß so Bullshit-Bier, ja, aus Kinderflaschen 0,33, da wo du das Etikett drauf pappst und das schmeckt wie der Mami ihre Foodlappel. Der LP Dragonfly sagt, ich glaube, das mit Twitch wird nichts. Das wird schon noch was. Geduld. Crossbot, Bussi aufs Nussi. Kim gerade vor der Haken. Ich mach's mir meistens und schauen wir es den Stream später an. Zukunftsgrüße an den Zukunfts-Crossbot. Aber wurscht, jetzt kriegst du mal wieder Geld, weil du ein geiler Typ bist, wann ich die nur erwisch. Herr Crossbot, Bussi aufs Nussi. So. Schluss jetzt halt mit Werbung und Sponsoring, sondern Twitch. Also, es passt zum Beobacht. Twitch hat sich in den letzten Tagen ein paar Fauxpas geleistet. Erst Bannens Glücksspiel. Aber dann auch wieder nur so halb sporadisch. Also dann darf es endlich einmal diese ganzen Casino-Spackos wie ein Herrn Montana Black und so weiter erwischen. Ja, der von nimmer auf Twitch streamen. Ja, wenn man dann zwischen den Zeilen liest, dann ist doch wieder bloß irgendein peinlicher Versuch, irgendwelche nicht registrierten Gambling-Seiten und so weiter auszuschließen, was totaler Bullshit ist. Das heißt, die machen ganz genauso weiter wie vorher.
Manu 98H, bin seit gut 3 Jahren still dabei und feiere deinen Content. Und dieses Emoji mit einem Herzl drin. Kriegst du Bussi zurück. Bei Spaß weiterhin, freut mich sehr. Ihr habt überhaupt keine Ahnung, wie mich sowas freut, wenn jemand sowas schreibt. Geht obi wie Butter. So. Dann, Twitch hat irgendwie, ich weiß nicht, ob nur in die USA, ich bin kein Twitch-Partner, deswegen habe ich keine sicheren Mails gekriegt. Warum bin ich kein Twitch-Partner? Erstens, weil es es nicht braucht und zweitens, weil ich nicht kann, weil ich sonst nicht mehr auf YouTube streamen darf und das mache ich seit Anfang an und das werde ja nicht aufhören. Um ganz ehrlich zu sein, ich bin eher sogar am Überlegen, ob wir endlich den Schritt hergehen und sagen, weißt du was, Twitch, fick dich. Weil ganz ehrlich, Achtung, wir nennen es der Real Talk, weil anscheinend ist ja alles andere, wenn man sonst schmerzt, ein gelungener Scheißdreck. Aber das ist halt jetzt ein bisschen Plaudern aus dem Nähkästchen. Wenn ich Zuschauer auf Twitch habe, dann haben wir mittlerweile auf Twitch, ich sage jetzt einmal, dass ich nicht sagen kann, es bringt mir gar nichts. Also gar nichts. Meiner Online-Präsenz, wenn man so möchte. Wenn der Stream aus ist auf Twitch, ist der Kanal tot. Keine Sau geht auf Twitch und schaut sich da nachträglich irgendwelche Streams an. Und wenn, dann ist das so ein Bruchteil, das absolut lächerlich ist. Also, verstehe mich nicht falsch, die Leute sind mir auch irgendwo wichtig, aber wegen denen mache ich nicht irgendwelche extra Würst, wie zum Beispiel dann meine Twitch-VODs bewerben oder promoten. So. Twitch hat eine E-Mail geschrieben an alle Partner. Es gibt kein 70-30 mehr. Was heißt das? Die YouTube-Mitgliedschaften kennt's. Ist bei Twitch genau das gleiche. Gibt es da auch. Gibt es bloß bei mir nicht, weil ich kein Twitch-Partner bin. Ja, wir erinnern uns, weil ich nicht darf, weil ich sonst nicht mehr auf YouTube streamen darf. So. Ich höre nicht auf Twitch zum Streamen. Sehr wahrscheinlich. Ja, weil ist wurscht. Aber bei den Subscriptions, bezahlten Subscriptions auf Twitch, das sind, glaube ich, 5 Euro im Monat, wie auch in der Mitgliedschaft bei mir. Man kann da auf YouTube mittlerweile verschiedene Preise anlegen. Das tue ich nicht, weil euch Pappenheimer kenne. Da, wenn ich jetzt 200 Euro Mitgliedschaft rein tue, dann ist irgendein Pappen-Kubala dabei, der es tut. Und alles, was passiert ist, dass sie YouTube einen ganz Sackel voll einsteckt. Genauso übrigens wie mit dem Superchat. Da haben wir mal ansehen, die Leute, jetzt haben wir den Link in der Beschreibung hier, ist gescheiter. So. Und bei YouTube gilt 70-30. Das heißt, 70% kriege ich, was echt voll in Ordnung ist, weil ohne YouTube da es mir nicht geben, die müssen auch Geld verdienen, das ist alles cool. Und 30% gingen an YouTube. Außerdem auch ein Teil der Steuern werden bereits in die USA gezahlt. Das heißt, es ist vollkommen in Ordnung, ist cool. Bei Twitch ist aber 50-50. Außer bei ganz großen Streamer mit extra Verträgen. Und die haben vor ein paar Tagen eine E-Mail gekriegt, so von wegen 70-30 wird es in Zukunft nicht mehr geben. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann jetzt meine Geschichte, was ich da mache, nicht wirklich als Arbeit bezeichnen. Manchmal ja, manchmal nicht. Aber da gibt es einfach Leute, die haben Angestellte. Ja, da stecken Firmen dahinter mittlerweile, hinter diesen Streaming-Geschichten. Nehmen wir mal ein Hand of Blood zum Beispiel. Ja, der hat eine Firma mit über 100 Leuten gestellt. Okay, 100 ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich bin mir nicht sicher, es könnten auch über 100 sein, weiß nicht. Dann habe ich ein paar Amerikaner gesehen und so weiter, die haben Angestellte. Und wenn deine monatlichen Subscriptions ist bei mir genauso, die droppen nicht von, auf einmal haben 30 Leute weg, dann haben wieder 5 da, dann haben wieder 30 Leute weg und das ist mal so, sondern das bleibt relativ stabil, eher langsam und ganz furchtbar langsam wachsend. Aber es bleibt immer relativ gleich. Und wenn ich sage jetzt mal, wenn du selbstständig bist und davon abhängig bist, dann verlässt du auf diese Zahl. Also das ist eine feste Zahl, wo du im Prinzip ein festes Einkommen hast. Und wenn das auf einmal um 20% einbricht, einfach so, und in Zukunft auch so bleibt, dann überlege ich mir vielleicht 3-mal, wenn es eine Rolle spielen würde, ich gehe jetzt mal so, als würde es eine gravierende Rolle spielen, dann darf ich, sage ich dir, wie es ist, von Twitch weggehen und auf YouTube gehen. Ich tue mir leicht, weil ich schon immer auf YouTube stream und euch Twitch-Hardcore-Leute ganz leicht erreiche und wirklich 90% von euch wahrscheinlich erwische, die sich spätestens nächsten Montag oder Mittwoch fragen daten, Twitch-Stream wo?
und dann von selber auf die Idee kämen, schauen wir mal auf YouTube. Ah ja, da läuft er. 69:42 wäre da eine Sache. Serious Freak, Biergeil, wie letzte Woche like. Klar, aber das ist nicht mein Game Musikrichtung. Ansonsten bin ich aber gern da, Bayern nicht. Du, wir haben jetzt fertig mit Metal Hellsinger. Nächste Woche ist Horror Oktober. Ich hab das Gefühl, das ist für jeden was. Andere haben schon vom Death of Twitch geredet. Du, Bernd, und auf das will ich hinaus. Jetzt pass mir auf. Angenommen, ich mache das hier nur für Geld. Bei Twitch kriege ich von 5 Euro 2,50 Euro für meine sichere Geldeinnahmequelle und bei YouTube kriege ich aber halt 70%. Wo wäre ich, wo ich hingehe? Und meine Community aufbauen. Und überleg mal, ich weiß, dass es gibt ein paar wirkliche Twitch-Sims da herin. Ich weiß das. Und ganz ehrlich, überleg mal, was YouTube die letzten Jahre, vor allem für Creator, muss ich ganz ehrlich sagen, Updates gebracht hat. Jetzt machen sie diese Shortkacke. Bin auch am Überlegen, ob ich das nutze. Mit Schnipsel aus die Streams und so weiter. Unter der Woche haust du mal raus, warum nicht? Muss ich eigentlich mitnehmen. Wenn ich will, dass mein Kanal am Leben bleibt. Oder sie weiterentwickelt und größer wird. Was ich natürlich will, sonst würde ich das dann nicht machen. YouTube ist ein Update davon entfernt, Twitch einen Rang abzulaufen. Und das ist der Chat. Und die Moderation desgleichen. Die Startseiten, die Gaming-Startseiten auf YouTube, die ist genauso beschissen wie die auf Twitch. Du findest gar nichts auf Twitch. Du findest nur die 10.000, 20.000 Zuschauer, Streamer und einen Algorithmus gibt es da nicht. Absoluter Mist. Und die VODs auf Twitch schaut auch keiner an. Wenn dein Kanal nicht live ist, dann ist er tot. Und ganz ehrlich, bin eigentlich nur auf Twitch, weil die Bildqualität hier besser ist. Da warte mal noch ab. Die ist nur besser, weil ich gezwungen bin, mit 6000 kbps zum Streamen, weil mich Twitch dazu zwingt. Bei YouTube kann die Qualität so hoch dran, wie ich will. Und dann wird's besser. Wenn YouTube noch ihren Chat verbessern würde, das wär's. Ja, Bernd, genau das, was ich gerade gesagt habe. Das ist das erste Update und wenn es dann noch Bock haben, dann, wie soll ich sagen, als Frontend für den User, für den Zuschauer, für euch. Ja, besser mal. Sachen besser finden können, bessere Kategorien und so weiter. Ich sag das ganz ehrlich, wenn Twitch nicht aufpasst und ein paar richtig große Streamer, XQC, nehmen wir, was weiß ich, wer noch, Shroud etc., auf die Idee kommt und sagen, Moment einmal, fickt euch Twitch. Dann war's das. Und zwar ganz furchtbar schnell. Du kriegst als Creator auf Twitch nichts. Einen Scheißdreck. Die lassen die seit Jahren, ja, ich weiß nicht, ob wir mir schon drin warten, weiß ich nicht. Also wenn ich nur auf Twitch streamen würde und wir hätten 1000 Zuschauer und mehr im Schnitt, was wir ja mittlerweile haben, außer bei so speziellen Spielen wie jetzt heute zum Beispiel, dann war ich schon lange Partner. Schon lange, natürlich. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die lassen mich hustlen ohne Ende und richtig grinden, dass ich ebenfalls diesen 70-30-Vertrag kriegen darf. Ja? Das ist ein individueller Vertrag. Den kriegst du so, ja, ab jetzt kriegst du ihn nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch 50-50. Ja, danke, Twitch. Also herzlichen Dank, Alter. Ganz ehrlich, dann sieht man ja deine Falten, wenn du noch schärfer bist. Du, ich bin 26 plus, ich habe keine Falten. Der Irrsinn Rainer schreibt, mich wundert eigentlich dass YouTube so hinterherhängt, was Streaming angeht. Mich ja auch. Das ist also ein Teil, den ich nicht verstehen kann. Das ist ein Multimilliarden-Dollar-Konzern. Das geht ohne Scheiß. YouTube, please hear me out. Das Geld liegt auf der Straße. Twitch, ein Sarg zum Nageln. Aktualisiert den Chat. Baut's einfach noch. Was man auf Twitch kann man auf YouTube. Fertig. Dann stirbt Twitch innerhalb von 12 Monaten. Das garantiere ich dir. Das garantiere ich dir. Und kommt ja nicht auf die Idee, diese Mitgliedsanteile irgendwie zum Ändern anstatt 70-30. Und so ein scheiß Bullshit. Es darf auf der Straße liegen, das Geld. Es darf auf der Straße liegen. Wie man es besser macht, zum Finden, die ganze Kategorisierung, wie man halt auch durch YouTube findet. Ein Algorithmus für Streams. Ja, mach, Alter, ihr habt's doch alles. Und diesen Chat. Und da, ich schwöre dir, wenn so gescheit sind und ich komme nicht verstehe, warum sie nicht so gescheit sind, dann macht es so, nicht mal 12 Monate und Twitch ist tot. Es war so einfach. Das Schlimme, und weißt du was, und deswegen haben die Leute so grantig, und weißt du, was das Geile ist?
Twitch schiebt hinter der Nachricht, dass es jetzt nicht mehr 70-30 gibt, sondern 50-50 nur noch. Die super tolle Nachricht hinten noch, hey, dafür schrauben wir die Ad-Revenue, zu Deutsch der Verdienst durch Werbeunterbrechungen, den ich als Creator schalten kann. Also ich drücke auf einen Knopf bei Twitch, so glaube ich ist das da. Kann ich auch nicht, bin kein Partner. Dann kommt in einem Livestream Werbung. Den deren auf 55% in Tee. Dann musst du halt mehr Werbung schalten in deinem Drecks-Livestream, dann kompensierst du die 20%, die du verloren hast, schon wieder. Wenn nicht sogar, kriegst du noch mehr. Hey, ganz ehrlich, Werbung mitten in einem Livestream. Und ich rede jetzt nicht vom Nachschau-Squad in dem Video danach, da ist immer Werbung drin und zwar ziemlich übertrieben, das tut mir leid, macht YouTube automatisch. Mitten unter dem Livestream! Wer will denn da Werbung? Die sind so dumm, Alter, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Die schießen sie mit der Nachricht erst ins linke Knie und wenn es dann nicht mehr gescheit geht können und sie beschweren, so, hey, wieso, was habt's denn? Dann verzeihen sie es mit den Werbung, mach einfach mehr Werbung, mach einfach 5-mal Werbung in einer Stunde oder 8-mal Werbung. Irgendjemand hat das sogar ausgerechnet, wie viel das er schalten müssen, dass sie das. Dann schießen sie sich noch ins rechte Knie ein, dass es gar nicht mehr laufen kann. Die haben so dumm, das ist unfassbar. Und deswegen hat Twitch mittlerweile einen sehr bitteren Beigeschmack, sage ich dir ganz ehrlich. Und das betrifft jetzt mich nicht stark, ja? Aber wir haben ja mittlerweile auf Twitch, haben wir ja die Hardcore-Eingesessenen, das ist ja cool irgendwo, natürlich. Und es bleibt auch alles erst einmal so, wie es ist. Aber ich sag's euch auch ganz ehrlich, das sind, wie viele Leute haben wir auf Twitch immer? 250, 300 mittlerweile teilweise sogar und mehr. Am Montag waren wir über 400. Das sind alles Klicks und Watchtime, die mir auf YouTube einfach abgeht. Nicht von alle, Beispiel jetzt, mich finden natürlich auch neue Leute auf Twitch, aber eher selten, wie das halt nun mal so ist, wenn man noch so klar ist, obwohl wir es eigentlich nicht mehr sind. Und es geht dann einfach ab. Die Watchtime und Klicks von 250 Leuten auf YouTube, wo YouTube mir meinen Kanal einfach besser bewährt, mein Stream besser bewährt und wovon ich richtig was habe. Ja? Und da ist einmal noch geschissen auf die Ad-Revenue auf YouTube. Wie viel verdiene ich? Kann man ja, ich rede normal nie über Zahlen, aber das ist so lächerlich, da kann man drüber reden. Über so einen Stream 2,5 Stunden lang, im Schnitt 1000 Zuschauer, verdiene ich durch Werbung nicht mal 5 Euro. Also das ist lächerlich. Dann können wir es geil bleiben lassen. Aber wenn ich halt Werbung ausschalte, schaltet YouTube einfach trotzdem ein und ich kriege gar nichts. Und ja. Roman Zauruk! Welcome to the Squad. Kriegst du die Tröte von mir. Pass auf, damit die restlichen 600 Leute, die noch da sind, warum auch immer, muss ich nochmal schnell aufwachen. Merci dir. Twitch stirbt nicht wegen Freitalwirtschaft mit großen Konzernen, weil die Großen zusammenhalten und die Kleinen immer mehr darunter leiden. Du, im Streaming-Geschäft gibt es keine kleinen und großen Konzerne. Da gibt es YouTube, da gibt es Amazon, Ende des Gesprächs. Da ist sonst nichts, was da auch nur ansatzweise an diese Größe ohne schmeckt. Es gibt keine Alternativen. Microsoft hätte es versucht mit Mixer. Ist gescheitert. War cool gewesen. War eine super moderne Oberfläche, super moderne Plattform, aber hat keine Sau interessiert, weil Platzhirsch Twitch, Platzhirsch YouTube. Aber YouTube hat definitiv einen Hebel, wo sie Twitch wirklich anfacken können. Wenn sie jetzt da nur ein paar so, da brauchen 2 Hände voll. 2 Hände voll richtig großer amerikanischer Streamer. Verpisst sie von Twitch. So Nummern wie Dr. Disrespect und so weiter. Dann die aus Twitch. Wo kein Publikum mehr ist, ja, dann schleichen wir uns. Das Einzige, was mir an YouTube nervt, dass der Stream 30 Sekunden nachhängt. Wenn du im Chat Situations bedingt was schreibst, ist die Situation schon ewig vorbei. Das stimmt, da habe ich aber eine Einstellung, das können wir mal ausprobieren. Vielleicht können wir das einfach mal ausprobieren. Ich habe da eine Latenzeinstellung. Aber da leidet dann die Bildqualität ein bisschen drunter. Die habe ich auf normal. Die kann man auf sehr niedrig stellen. Dann ist es vielleicht nicht mehr so verzögert. Kann man mal ausprobieren. Vielleicht dann am Samstag, wo es nicht so, wo man irgendwas spielen, was wurscht ist. Ich verstehe ja nicht, wieso YouTube nicht weiter tut. Die könnten Platz 1 sein ohne Probleme. Ich check's halt wirklich nicht. Nein, es macht da keinen Sinn. Offensichtlich ist da zu wenig Geld zu holen. Stattdessen bauen sie momentan diese Shorts-Geschichte aus. Kriegen das Leute, wer schaut Shorts auf YouTube?
Einfach mal ein Ohren sein in den Chat. Ich rauche und trinke dabei. Ich übrigens nicht. Also ich krieg's natürlich mit, aber wer schaut, muss jetzt auch keiner schauen. Es ist im Prinzip die kleine Schwester von TikTok. Aber halt auf YouTube. Na, TikTok halten wir uns mal für die Retards vor. Und ja. Ja, auf alle Fälle bauen sie das aus. Die haben angekündigt, ich weiß nicht, ob das schon alle wissen oder nur mir als Creator, mit Shorts kann man jetzt ganz normale Ad-Revenue verdienen. Das heißt, wir in ganz normale Videos. Wahrscheinlich nicht so viel, aber man kann verdienen. Und die wollen das natürlich für uns Creator attraktiv machen. Um das geht es mir nicht. Das Geld interessiert mich nicht. Aber das heißt für mich gleichzeitig, dass die Art Video-Shorts pushen. Und zwar wie die verfickte Hölle. Das heißt, da müssen die, wenn ich jetzt nicht blöd bin, müssen die eigentlich ein paar machen. Ein paar, was weiß ich, vergangene Highlights aus den letzten Monaten, wie zum Beispiel das aus Daisy. It's okay, it's okay, it's okay, it's not okay! Oder irgend sowas. Einfach nur, um einfach einmal zum Schauen, was passiert unter der Woche. Haben natürlich keine normalen Videos, das ist auch klar. Und ja. Natürlich wollen die an den Erfolg von TikTok ran. Das ist ja sowieso klar, da brauchen wir ja nicht drum diskutieren. Und ganz ehrlich, da ist mir wirklich lieber, dass die Leute Shorts auf YouTube schauen, anstatt auf dieser Behindi-Plattform von fucking TikTok, Alter. Da krieg ich Krebs, ist mir wurscht. Shorts sind halt wesentlich einfach, viel und leicht zugänglicher wie Streams für den Otto-Normalverbraucher. Das ist klar. Das ist ja ein ganz anderes Medium zum Konsumieren. Ja, mal schnell beim Scheißen noch ein paar Shorts durch, lustig, ja, passt, habe ich dir. Ein Livestream, das da, die Interaktion zwischen uns, zwischen mir und euch, ist ganz was anderes, das ist mir schon klar. Aber ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass YouTube dadurch einfach deinen Kanal in deinem Algorithmus pusht ohne Ende. Und wenn du das halt nicht machst, genau das Gegenteil tut. So, fick dich mal mit deinen normalen Videos, hau mir ab und je länger, desto schlechter. Und je kürzer, desto besser. Seriously gescheit. Natürlich, weil Deppal-Scheiß ist gleich $, das ist dann nicht der Depp-Counter, das ist der Deppal-Counter. Ja, genau so ist es. Deswegen hin und wieder auf YouTube. Ist voll in Ordnung. Also, um Gottes Willen, schaut's doch nur gerade einen TikTok. Also, das ist doch mir wurscht. Ich mag mich ja doch bloß übersehen, im Affen da lustig machen, die wirklich nichts kennen. Die einfach nichts kennen. Es wird auch übrigens mal wieder Zeit für so ein Kruzifix-TikTok. Mal so 1,5 Jahre, 2 Jahre später schauen, hat sich da eigentlich irgendwas da von Nivea her auf dieser Plattform. Ich fürchte nicht. Dann kommen die Deppel von TikTok dann auf YouTube um mich. Das glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Mitglieder-Sound, wo? Muss ich noch, wo meinst du jetzt wo? Der ist bei mir im Discord. Und wenn du Mitglied bist, dann kriegst du ihn jetzt schon im Discord, musst aber kein Mitglied nicht sein, den speichert man schon aus und der mal in Mimi-Kanal ein. Wie gesagt, ich habe kein TikTok. Ich nutze auch kein TikTok, ich lade bloß meine How-Tos da auf, bevor es mir irgendjemand klaut. Und das passiert regelmäßig im Übrigen. Dass sie irgendwelche Idioten meine Schnipsel und sogar mein Logo verdecken, die Fotzen, die Dreckerten. Alter, da will ich so naschen, dass es zu spät ist. So! Nein, hat sich nichts tun, ist gefühlt bloß schlimmer geworden. Nein, das habe ich mir gedacht. Bei kürzer habe ich an Spotify dingen müssen. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Naja. Und dann kommen erstmal 2 Werbungen vor jedem Short. Das frage ich mich ehrlich gesagt auch, wie YouTube da Werbungen ausliefert. Ich glaube zwischen die Shorts. Also du scrollst ja da so da längs noch durch so. Ich glaube nicht, dass wenn das Video fängt, automatisch zum Spulen wird, das bei TikTok auch. Es ist einfach nachgebaut. Und dann wird er durchgefahren und dann fährst du dann das nächste Video ein und das ist dann ein Werbevideo. Und das kannst du dann einfach wegfahren. Und wer dann davor war oder drüber war oder was du dir da alles angeschaut hast, da wird dann das verteilt oder wie auch immer. Wie gesagt, die Prozente, die da wahrscheinlich wieder umgängen, wie es halt bei allen Mundart- und Dialektsachen ist bei mir, das interessiert mich nicht. Mir geht es dann nur um den Kanal aufrechtzuerhalten und den halt vielleicht ein bisschen weiterzubringen. Und da sollte man das halt einfach mal machen. Außerdem haben wir genügend gute, lustige Szenen, dass wir da einmal alle 2 Wochen einen Short machen können, den wir an einem Dienstag oder Donnerstag posten und auf YouTube laden und fertig. Und einfach mal schauen, was passiert. Oder an einem Freitag oder Samstag. Halt bloß nicht am Sonntag
Und ja. Was sagst du zu denen mittlerweile 10 unüberspringbaren Anzeigen auf YouTube? Absolute Frechheit. Ich habe noch keine, gut, ich habe YouTube Premium, ich weiß nicht. Hat jemand schon, ungelogen, jetzt nicht einer flunkern, weil es gerade so schön passt, hat jemand schon 10 unüberspringbare Werbungen gehabt? Vor einem Video. Das kann ich fast nicht glauben, dass die nicht überspringbar sind. Das ist wichtig. Jetzt weiß ich noch nicht, was der Unterschied im Chat ist. Du, den kann ich da auch nicht erklären, weil ich mich mit Twitch nicht so auseinandersetze, aber die Leute sagen es. Was ich weiß, ist, die Moderation vom Chat im YouTube ist eine totale Vollkatastrophe und in Twitch ist das richtig geil gemacht. Du hast sowieso 100.000, 1 Million Abos verdient. Ja, ich habe aber leider keine. Max war 5, Max war 3, nö, ja, na, aber 4, na, bisher nur 2. Okay. Ja, okay. Das probieren sie gerade aus und ich hoffe, dass damit aufs Maul fallen. Weil ganz ehrlich, Alter, 10 Werbungen hintereinander. Man kann es auch übertreiben, Leute. Wie viele Angestellte werden der Bürger haben? Eine Bürgerin. 10 nacheinander oder insgesamt? Nicht 10 nacheinander. Also es kommt, angenommen jetzt, du schaust da jetzt, das ist ein Video, bla bla bla, und dazwischen kommt dann mehr Werbung, was mittlerweile ganz normal ist. Und da haben doch dann immer gleich 2 hintereinander. Und da sagen die Leute, dass es jetzt nicht mehr 2 hintereinander gibt, sondern bis zu 10. Ja. Und gleichzeitig will Chrome einen Adblocker loswerden. Verdächtig, das ist absolut richtig, aber dann browsen wir halt mit dem Firefox und fertig. Gut, ich habe YouTube Premium. Warum? Erstens, weil ich es von der Steuer absetzen kann. Sage ich dir gnadenlos, wie es ist. Zweitens, weil ich sehr viel am Fernsehen schaue. Wirklich sehr viel. Und da rentiert es sich für mich einfach. Ganz fucking einfach. Ich habe schon mehr für einen größeren Bullshit ausgegeben, der mir nichts gebracht hat. 3 waren's, mir kommt's 4, wie wenn YouTube das kennt, wenn ein Adblocker am PC ist. Am TV wird ich zugeschissen mit Ads. Nein, aber sie wissen auf alle Fälle, was für ein Endgerät du benutzt. Also sie wissen, ob du am Handy, Fernseh, Laptop, PC, Tablet, was gibt's noch so, bist. Und da gibt's Unterschiede. Das kann ich dir garantieren, ich darf es auch so machen. Da darf ich da andere Werbung sagen, das ist schon mal das Erste. Und vor allem auch weniger oder mehr, je nachdem. Und mein absoluter Pro-Tipp: Wenn du kein YouTube Premium hast und auch keinen Adblocker, schau dir so einen Werbeblock mal ganz an, ohne dass du überspringen drückst. Das musst du dir so vorstellen, in dem Video, das ist eine Zeitleiste. Und da sind Markierungen drin, die ich entweder ab 8 Minuten Videolänge selber platzieren kann oder YouTube selbstständig macht. Und YouTube ist sehr aggressiv. Da kommt alle 3 Minuten ist da ein Werbeblock drin. Heißt aber nicht, dass wenn du das Video anschaust, in die ersten 5 Minuten diese 10 Werbeblöcke zu Gesicht kriegst. Sondern vielleicht bloß jeden 2. oder jeden 5. Je nachdem, wie viel das du gerade angeschaut hast. Darum, lass die erste Werbung, die kommt, einfach einmal durchlaufen. Ohne weiterklicken, ohne alles sehen. Die zweite vielleicht auch noch. Und dann überspringst du automatisch die Werbeblöcke, die noch kommen würden, bis zum Ende des Videos. Außer das Video ist halt 1 Stunde lang, dann überspringst du halt 10, 20 Minuten lang deine Watchtime, überspringst du die Werbeblöcke und erst dann kommt Werbung. Habe ich auch lange gebraucht, bis ich das verstanden habe. Ist eigentlich auch nur logisch, weil sonst war es ja totale Frechheit. Scheiß auf Big Brother, heute haben wir YouTube, Google und Amazon. Das ist, Big Brother ist YouTube, Google und Amazon. Aber sag's keinem. Alle schimpfen, aber jeder hat schon mal bei Amazon bestellt, jeder hat ein Android-Handy oder halt ein deppertes Apple-Handy und jeder schaut YouTube. Naja. So. Jetzt habe ich Kreuzweh. Jetzt mach ich nicht mehr. Jetzt ist 3/4 Kinder. Merci fürs Zuschauen. Bussi aufs Nussi. Danke für die ganzen Donations. Crossbot, die habe ich noch übersehen. TikTok ist voll super. Ich glaube, ich habe es fast einen Tag gehabt. Das ist eine super Plattform. Am jeden Design, da haben wir zu alt. Wahrscheinlich haben wir bloß zu alt. Oder zu wenig retarded. Bin unschlüssig. Eigentlich bin ich sehr schlüssig. Crossbot, merci dir. So. Leute, Schluss. Deswegen übrigens freue ich mich über jeden Zuschauer auf YouTube ein bisschen mehr wie auf Twitch. Ob ihr das jetzt hören wollt oder nicht, weiß ich sehr, wie es ist. So. Grüße an den Nachschau-Squad. Bussi aufs Nussi, danke für die ganzen Donations. Und ist schon recht.
Und ja, kann schon passieren, dass wir irgendwann nicht mehr auf Twitch streamen. Sag ich dir, was es ist. Also, wenn die große Meute geht, dann versuche ich einer auch so weh zum Tor, wie ich kann und nimm euch 200-300 Leute mit. Ihr habt's mir sicher nicht besser, wenn wir bloß noch auf YouTube streamen. Und dann in guter Qualität, ja, in 4K und in 60 FPS und in 25.000 Dingsbums, was das ist. Ja, nur weil man sich daran gewohnt hat, muss nicht immer das Beste sein. Ja, früher war nie das Beste. Vor 5 Jahren war Twitch gut. Heute ist es mir wurscht, aber es dauert nicht mehr lang, dann wird es schlechter. So. Was heißt retarded? Behindert auf Englisch. Ich bestelle schon mal eine 2 GB Leitung. Das ist ja das Schöne, du kannst bei YouTube Qualität aufführen bestellen. Kann man bei Twitch auch immer noch nicht, außer du bist Partner. Herzlichen Glückwunsch, Twitch. Das ist schön, was ihr für uns Creator ist. Jetzt wundervoll. Freut mich richtig. Weiß ich nicht, wie groß dass ich noch werden muss, dass ich den Qualitätsschalter immer habe und nicht bloß, wenn es Twitch passt. So! Jetzt ist es Ruhe! Schluss aus jetzt! Schwanz ist das neue Grau. Was so gegangen, weiß ich nicht. Egal, ansonsten haben sie schwanz-weiß. Jetzt schleicht euch ins Bett. Vielen Dank fürs Zuschauen. Diese Woche war lustig. Ich schaue, dass ihr Best-of vom Montag zusammenschneidet für den Sonntag als kurzes Video. Und jetzt Dankeschön an die ganzen neuen Mitglieder, Dankeschön an die ganzen alten Mitglieder, Press Triple F für die Moderatoren. Hashtag Nudelwolger, Hashtag Strapse, Bussi aufs Nussi, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns spätestens am Montag mit dem Horror Oktober. Madison schaut verdammt gut aus, kann der Visage-Konkurrent werden, wenn nicht noch schlimmer. Wir werden sehen. Und jetzt schleicht euch! Füchs Letten, Alter! Hoi! Okay, bye. Habe ich die Ehre. Es wird einfach immer dümmer. Gefällt mir. Da bleibe ich.